Bam! Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Brian, qu'est-ce que c'est? C'est très bien. La nuit était très froid. Oui. Et Wet. trop Regen. Oui. Ça, c'est la même chose pour moi. Je vous souhaite une bonne journée sans accident. Open Granichen. Und jetzt wechseln wir auf Deutsch. Ich habe einige Unfälle gesehen. Einige Leute am Abend beim Schlafen. So sogar funny. während unserem Live-Podcast. Ja. Ihr müsst mir jetzt ganz geschwind mal erläutern, wie das alles released wird, was wir hier fabrizieren. Ich habe selber keine Ahnung im Ich Fall. tue, glaube schon. Ich bin überlegen, ob wir den Live-Podcast mal separat machen. Ja. Wir können 3 machen. Ich würde Freitag. Freitag, Samstag und Live-Podcast machen. Das würde am meisten Sinn Freitag wird ergeben. vielleicht ein bisschen kurz, ne? Nein, wir haben im Fall mit beiden. Wir haben selber etwa gut 20 Minuten geschnurrt Aber dann und dann noch 2 Bands interviewt, wo wir etwa knapp 20 Minuten geschnurrt haben. Und nicht zu vergessen, 12 Minuten Food Review. Stimmt. Ja, wir können es chronologisch releasen, ich glaube, am besten. 12 Minuten Food Review, das Ja. finde ich das Beste. Yeah. Genau, das hat der Ricky gar nicht mitbekommen. Aber das ist wirklich schöner Also Content. das Kamerakind Lea jetzt gerade hat mit uns Food Review gemacht vom Catering für die Helfer im Grenichen. Das war sehr geil gewesen. Haben die unterschiedliche Pasta Ja. Flavors probiert? Wir haben alles probiert dort hinein. Auch Wer ist Bami Beste? Goreng. Pesto. Pesto hat am meisten überzogen, dank der Pinienkernen, die man rausschmeckt. Es ist halt einfach ein selber Pinienkerne? gemachtes Pesto. Ja, musst du nachher probieren. Ja, ich habe es gegessen gestern. Ja. Schon geil gewesen. Mega. Stimmt, haben wir miteinander noch gegessen, der Voll. Mitternachtssnack. Mir ist gesagt worden, dass das Schnitzel von der Grenichen Foodbar Schnitzelpommes auch sehr gut sagt. Das Pommes sehr gut sagen. Easy viele Helfer sind es geholt und nachher bei uns angehockt. Das stimmt, also das, nur schon vom Auge her muss das wirklich gut Vom laufen. Auge her. Vom Auge her. Vom Geschmack her muss auch Ja. gut sein, Digga, ne? Muss passen. Ey, jetzt sind wir da. Zweiter Tag, bald das erste Interview, auch sehr bald erste Bands, die spielen. Ja. Und die erste Band ist sogar schon unterwegs dahin. Wir freuen uns drauf. Jetzt tun wir geschwind einen Ausblick machen. Was erwartet uns? Also Bella? das erste Mal wollte ich sagen, wir haben schon eine Stunde geschnurrt, darum bin ich da gerade ein bisschen am Arsch, weil ich weiß gar nicht mehr, was sagen. Wir sind vorne auf der Sounderia Stage gehockt und haben dort Unser schon das erste. Grenichen geweckt, Leute gerostet, die auf die Schnurre gefallen sind im Schlamm, Ja. uns selber peinlich gemacht, weil wir keine weibliche SängerInnen haben können nennen. Weibliche Frontmänner, du hast Ja. es am schönsten Genau, gesagt. weibliche Frontmänner. Ich finde, das ist eigentlich wirklich der weibliche Frontmänner. Es ist zwar auch wieder komplett eigentlich hinten raus, aber ist ja gleich. Weibliche Front, ich bin wirklich durch gewesen. Ich habe vor allem Grindweh, obwohl ich keinen Alkohol gesoffen habe gestern. Das Das ist war ein Mathe. Drink in der Hawaii-Bar um 12 Uhr. Ich glaube, das ist wirklich das Problem gewesen. Muss es sein, aber hey, der Drink war super fein gewesen. Also wenn der Leni Und- recht hat, dass unser erstes Interviewgast jetzt noch kommt, müsstest du Führerschein machen mit dem Intro, das du da hast. Du hast ja gestern etwas angeteased wegen Fleischkäse und der Luzerner. Ja. Ich habe jetzt wieder den Bogen spannen, weil dein Drink, den du hast, ist nicht das einzig Feine. Nein, hässige Musik Luzern hat mir gestern den ganzen Abend einen Fleischkäse schenken. Ich schätze das im Fall extrem von euch und ich habe euch gesagt, wenn ihr Geduld habt, bis am Samstagmorgen komme ich den Fleischkäse holen. Ich habe mein Wort gehalten. Fleischkäse gesponsert von HML Switzerland. Let's go. Hässige Musik Luzern. das Check it gesagt. out on Social Media. Hässige HML hätte ich Fleischkäse. jetzt gerade gesagt, Heavy Metal Luzern. Ja. Aber ja, Ist ein hässiger von Fleischkäse. dem machst du den jetzt auf oder machen wir das nachher? Ich würde eben sagen, wir machen den auf während circa, ausser sie sind Veganer. Ich Dann würde mache ich's nicht während Circa aufmachen, das ist zu weird für die. Okay, Ich würde es entweder jetzt machen oder dann nachher einfach also mal. dann spare ich meinen Hunger. Ja. Dann nehme ich ihn nachher mit in anderen Backstage und noch ein bisschen garnieren mit Pesto. Und dann habe ich ein Food Review wie der Miro. Yes! Yes! Nein, aber heute wird es, glaube ich, gut. Auf was freut ihr euch so? Wann haben wir eigentlich den nächsten. Der Was zweite mir wird gerade Podcast? angerufen von Circa. Ich bin gerade wieder da. Also, circa Telefon kommt. Hey, ich kann ja mal sagen, was ich mich persönlich mega freue. Ja. Zum einen Conjunctive. Das sind Oh ja. in meines Erachtens wirklich Save Your Last Breath aus dem Welschland. Ja, ein sehr guter weiblicher Frontmann. Genau, ich bin mega gespannt, ob sie mich live auch so umhauen wie auf Spotify. Und dann natürlich Paleface. Freue mich mega, sie endlich wieder zu sehen. Letztes Mal war Ja. im Greenfield letztes Jahr. Gewesen. Oder, was ist länger her? Greenfield oder Extra Show? Ich weiß nicht. Habe ich nicht. Extra Show ist, glaube ich, so im Warte, X. Nein, doch, Extra war nachher. Gewesen. Ja, ist nachher gewesen. Easy. Das erste Mal seit dem Extra. Ja. Warte, lass mal schauen, ich muss mal jetzt Samstag da drehen. Nein, also ich finde Drill freue mich auch sehr.
Die fangen am 1:30 an. Das ist einmal ein Weckruf. Ich meine, wir haben die Leute schon versucht zu wecken, aber Drill wird euch aus den Socken hauen. Definitiv. Und nachher eben, da hat es noch Divine Sentence drauf, die sind aber nicht mehr dabei. Wer ist dafür am... Eben Drill? Nein, Drill. Und nachher sollte ich noch an... Also Los Fastidios tut eine andere Band ersetzen, aber Divine Sentence ist durch Trust the Shark. Aber Trust the Shark, tut einfach das Lot übernehmen. Einfach, Ja, genau. Wahrscheinlich. Trust the Shark freue mich auch. Conjunctive, circa auch. Final Story. Also ich wollte alle schauen heute. Es ist schlimm. Gell? Alle Alle schauen und noch 4 Bands interviewen. Das wird schwierig. Desolated haben wir ja letztes Mal nicht können schauen, wo Paleface gespielt hat. Dafür Drill. Ja, dafür Drill. So genau. schließt sich der Kreis wieder. Voll, das ist super. Ja, und Paleface natürlich Brudis. Future Palace ist auch super. Authority Zero habe ich auch gehört, ist geil. Ja, saugeil, Punkrock. Alles. Heute ist halt wirklich ganz Tag geil. Und am Schluss noch geht unser Astronaut. Ja. Und ich habe sie einmal gesehen, dort sind sie rein instrumental Ich glaube, sind sie im Fall immer noch. Okay, dann stay tuned. Yes, wird cool. Es hat keiner von uns heute einfach unnötige Metal... Doch, der Brian hat unnötige Metal Screams gemacht. Ja. Und ich bin der, was sonst am wenigsten macht. Heute ist ein spezieller Tag. Also, Brian muss schon eine Death Metal Band gründen. Wichtig, einfach Mic kappen, dann kommt es gut. Ja, Also, Ja. ja voll. Das kommt gut, das wird geil. Let's go. Arme Loser. Sind wir, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Warten wir jetzt, sind wir fertig da? Haben wir das Recap Eigentlich gemacht? schon. Also, wir haben gesagt, auf was wir uns freuen. Und Fleischkäse haben wir auch. Von dem her. Ja. See Wir you. haben den ersten Live-Podcast ever mit selber gemacht. Einmal Panagarnica. 2025. Ja. Sick. Und wir sind schon herausgefordert worden, das zu wiederholen. Yes. Holy hell. Ja, Mann. Das ist cool gut. gewesen. Jetzt haben wir keine Angst mehr. Für nächstes Mal haben wir es schon gemacht. Yes. Wir sehen uns, macht's gut, ciao. Bye bye. Bye, bye. Grüezi wohl miteinander. Wir sind da zurück mit unseren ersten Gästen von Circa. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja, wir sind circa eine Punkrock-Band aus Bern. Uns gibt es seit 20 Jahren. Das Jahr Jubiläum. Ziemlich genau. Ja, haben eigentlich angefangen als Ska-Punk-Band. Sind dann irgendwann sind uns die Leute vorgelaufen oder sind wir weggegangen, vor allem so Bläser und so. Und dann haben wir gefunden, so, ja, gehen wir zurück auf das, was wir können, was wir alle zusammen machen. Und darum sind wir dann jetzt seit wie vielen Jahren? 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Sind wir was? Rein als Punk-Rock-Band unterwegs. Ja, nein, ich glaube schon fast 10. Es ist Mehr schon als 10. Ja. Leck du mir, die Zeit geht echt Viel haben wir noch am 14. gehabt, am 15. noch das erste Konzert ohne. Ja. Stimmt. Ja, Ja. Das heisst, als wir noch Ska gemacht haben, haben wir auch noch mehr Instrumente dabei gehabt. Ist das richtig, oder? Wie ist die Verwandlung, wie hat die stattgefunden? Ja, die ist echt so ein bisschen laufend gekommen. Zuerst sind wir mit Trompete und Saxophon unterwegs gewesen. Dann sind die zum Teil studieren, weg von Bern gezogen und dann haben wir weitergesucht, sind wir zum Teil nur noch mit Trompete unterwegs gewesen. Die ist dann auf Deutschland gezogen. Und dann haben wir irgendwann gefunden, so, ja, was machen wir jetzt? Dann ist eine Giga dazugekommen, dann haben wir Ska-Punk mit Giga gemacht, das war auch mega speziell gewesen. Und das hat dann irgendwie auch nicht gehalten. So ein bisschen Irish Punk probiert zu machen. Gerade Nein, wir haben eigene Symphonic Bezeichnung Punk. gehabt, sogar. Wir haben, das Ganze haben wir einen Violin-Skunk genannt. Oder so Violin-Skunk. Violin-Skunk. Ja, aber das haben wir dann auch wieder nach 1-2 Jahren aufgegeben. Mhm. Genau. Also, und dann sind wir einfach wirklich gefunden, so, ja, wir 5 machen seit fast 20 Jahren Musik. Und wir gehen einfach zurück auf das, was wir haben, was immer funktioniert hat. Und dann einfach Ja, das ist auch das, was du hast gesagt mit den Leuten. Weißt, also, Ska-Punk haben wir 7 Leute gehabt und dann musst du 7 Leute in der Woche zusammen trommeln für die Bandprobe. Und das ist natürlich tough. Wir haben jetzt schon mal das 5. Mühe, dass wir alle 5 kommen. Weil, wir wissen gar nicht, wie wir das dann haben gemacht haben. Aber ja, das ist natürlich schon. Es ist mehr Aufwand, mehr Logistik dahinter. Das ist klar. Ja, so Trompete, Saxophon spielen, das klingt mir so wie Hurti-Gurti spielen für Folk-Metal-Bands. Irgendwie gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich dann auch schwierig, zum jemand Neues zu finden. Ja. Jetzt, ihr habt ja durch die Line-Up-Changes wahrscheinlich auch einen Wechsel gehabt in eurem Sound, den ihr macht. Und weil es euch ja auch schon eine Weile gibt, wie haben das eure Fans jeweils aufgenommen?
Weil wenn man so circa zu einer gewissen Zeit geschaut hat, hat gefunden, ja, das ist richtig geil, so wie das KP oder so. Und dann geht man es wieder schauen und dann ist schon immer noch Punk, aber halt eine völlig andere Art von Punk wird bedient. Wie haben das eure Fans aufgenommen? Ja, ich glaube, unsere Fans sind halt auch wie älter geworden und wir ja auch. Und das ganze Ska-Punk hat, wo wir angefangen haben, ist noch riesig die Welle gewesen, eben mit SKP. Und das ist dann auch so ein bisschen wie abgeflacht. Und darum haben wir sehr viele Fans, die die ganze Zeit haben mitgedreht und glaube vielleicht auch ein bisschen froh sind, dass wir nicht mehr den Ska-Punk machen, sondern einfach auch weiter sind gezogen. Und klar gibt es sicher Leute, die gesagt haben, so, ja, nein, ich will Ska-Punk, aber... Ja, also es gibt auch eine neue Generation und er kommt natürlich. Wir haben immer noch auch Leute, die uns seit vor 15 oder sogar 20 Jahren schauen, die immer noch schauen, wo wir hure froh sind darum und hure Freude haben daran. Es gibt andere, die sicher wieder sind abgesprungen haben, dann gibt es auch wieder neue Leute, die kommen. Es gibt natürlich auch Leute an den Konzerten, die jünger sind als unsere ganze Bandgeschichte. Und als ich auch einmal so das Video geschnitten habe für die Plattentaufe und all die Leute gesehen Pogen, habe ich plötzlich dann so einen Freeze gemacht und gesagt, hey, das ist ja der Sohn von unserem Bassist, der ist jetzt hier im Pogen, oder? Der ist schon... Hey, das ist geil. Er ist schon fast erwachsen worden. Das ist schon noch krass, ja, die Geschichte. Und da kommen Leute, es gehen Leute, es gibt viele Leute, die lange bleiben und so. Und das hat sich alles ein bisschen verändert. Aber ja, es sind immer noch ein paar da, das ist schön. Aber das ist ja eigentlich quasi gut, weil ich finde, es gibt fast nichts Langweiligeres wie eine Band, die sich nicht weiterentwickelt oder immer nur das Gleiche macht. Weil es ist im Leben bist du ja generell nie, also es geht ja alles auch weiter. Man wird älter. Du hast vielleicht einen neuen Job und sonst irgendetwas und darum finde ich das eigentlich noch relativ interessant, dass man eben auch anderes Zeug macht. Und bei euch ist das jetzt, hat das jetzt effektiv nur damit zu tun, dass bei euch quasi Mitgliederwechsel hatten? Oder wäre das etwas, was sonst auch passiert wäre? Ja, weil, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht mehr so der Ska-Punk-Fan, wie ich es jetzt vielleicht noch mit 16 war. Das hat sich auch mein Musikgeschmack hat sich dort geändert und ich weiss jetzt nicht, wie sich das bei uns hat geändert. Haben wir jetzt die Bläser behalten, vielleicht hat man auch mit den Bläsern zusammen eine andere Musikrichtung eingeschlagen, könnte man jetzt noch vorstellen. Genau, aber eben, das verändert sich immer. Wir hören nicht immer die gleichen Bands, wie wir mit 16 gehört haben. Ja, zum Glück nicht. Das wäre sonst bei mir auch peinlich. Wobei, zum Fair sein, also Avril Lavigne und das Zeug kommt ja wieder zurück. Es gibt ja so viel so Emo-Night-Partys und weiss ich nicht was alles, wo genau die Musik, die wir mit 16... Nostalgie verkauft schon, oder? Das stimmt. Das ist nämlich etwas, wo ich habe gestern mal extensiv in eure Platte, also in eure Diskografie reingelassen, wo ich mir das Morgen parat gemacht habe. Und da habe eben auch relativ sehr viel Nostalgie gehabt, weil ich habe früher sehr viel Deutschpunk gehört. Und es hat mich wirklich komplett abgeholt. Also ich habe das gehört und habe gedacht, ja geil, das ist Deutschpunk, ja, das ist gut, Jetzt habe ich mich einfach mal so gefragt, als Schweizer Band, wie schaffen ihr es, dass ihr Deutschpunk macht, aber man hört euch nicht an, dass ihr Schweizer sind? Oh, das weil sonst, ich finde es nämlich wirklich geil. Es tönt wirklich, wenn ich das jetzt höre und mir niemand gesagt hätte, dass ihr aus der Schweiz kommt, hätte ich nicht angenommen, dass das eine Schweizer Band ist. Und sonst habe ich so ein bisschen eine These, dass sehr viele Schweizer Sänger in den Punk-Rock-Bereich haben so ein bisschen, vor allem wenn sie Englisch singen, so ein bisschen eine Ähnlichkeit drin, dass kannst du sagen, das könnte eine Schweizer Band sein. Schweizer Englisch Akzent. Beim Deutsch ist es auch so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen weniger schwierig, um es nicht zu machen, weil wir halt näher an Deutschland, also der deutschen Sprache sind wie an der englischen. Aber das habe ich jetzt bei euch so gar nicht das Gefühl gehabt. Also, und vor allem auch, wieso machen die das eigentlich auf Deutsch? Also, wir haben glaube ich 2 Lieder in unserer ganzen Geschichte, die wir auf Banddeutsch gemacht haben. Und das hat uns einfach nie abgeholt. Also, Englisch haben wir auch noch probiert. Probiert. Da muss ich aber einfach sagen, dass beim Englisch würde man es eben hören. So zusammen, das ist Ratingfee. In dem Moment ist unser System leider gestorben und wir haben gemeint, wir haben das ganze Interview mit Circa verloren. Zum Glück haben wir 7 Minuten aufnehmen und die habt ihr jetzt gelost. Als nächstes hört ihr das Interview mit Circa, wo wir gemeint haben, wir haben alles verloren. Heisst, wir haben ein paar Sachen noch repetiert und zusammengefasst, einfach um das Interview weiterführen. Aber wir haben gefunden, hey, lassen wir die 7 Minuten rein. Das ist cool. Extra Content für euch. Anyways, hier geht's weiter. Guten Tag, wir sind Metal Servola. Uns ist gerade unser Aufnahmegerät abgeschmiert.
Wir sind da mit Circa. Wenn ihr euch noch kurz vorstellen, dass wir das ganze 12-minütige Gespräch kurz zusammenfassen in 5 Minuten oder so. Sehr geil. Also wir sind Circa eine Punkrock-Band aus Bern. Wir machen seit 20 Jahren zusammen Musik. Haben angefangen als Ska-Punk-Band. Sind irgendwann ist... Schau, jetzt kann ich sogar meine Fehler wiederholen. Nein. Jetzt machst du einen anderen Fehler. Machen seit jetzt fast 10 Jahren einfach Punkrock, weil wir einfach zu 5 sind und die Leute zusammen haben, wo wir gerne Musik zusammen machen. Und Das wollte ich euch vorher fragen. Also die 5, die jetzt sind, die sind das seit Anfang an? Oder ist dort mal noch, haben ihr dort einen groben Wechsel gehabt? Weil ihr habt ja gesagt, ihr habt Bläser und sonst noch Zeugs gehabt für die Ska-Band. Es fährt gerade ein Traktor nebendran vorbei, für die, die es nicht sehen oder hören. Das ist schön, professionell. für das, Das ist Punkrock, würde ich das ist sagen. eben Punkrock, genau, für Ja. die Ska-Sachen. Und die sind ja dann irgendwann gegangen oder irgendwie ausgewechselt oder was auch immer. Oder Also ausgewandert. ausgewandert, genau. Und jetzt so die Grundleute, sind das immer so ein bisschen die gleichen gewesen? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ich bin ja rein theoretisch, noch ist ein Traktor gekommen. Jetzt ist aber rückwärts gefahren. Nein, ich bin theoretisch auch zugewandert. Ich bin erst 08 zu circa gekommen. Circa gibt es seit 05. Und dann sind wir echt sehr, sehr lang mit diesem Kern unterwegs gewesen. Der Manu, unser Schlagzeuger, der seit Anfang an dabei ist, der die Band hat gegründet, der ist aber dann im 22, glaube ich, raus. Und hat uns aber dann noch ein Jahr begleitet. Dann ist der Joshi gekommen. Und das war noch so ein Wechsel, den es gegeben hat. Aber sonst, abgesehen von dem, sind wir schon sehr kernig unterwegs. Sind wir noch mit Leuten, die Achtung, es kommt ein 15 Jahre Traktor. schon dabei sind. Let's Und go. das kommt jetzt. Traktorfahrer kommt es nicht mit. Wir brauchen noch eine Kamera für draussen. Ja, das wäre so. Also wir sind immer noch eigentlich recht viel jetzt von den Leuten, die der Head kennst, der immer noch dabei ist. Ja. Und was würdet ihr sagen, sind eure Vorbilder sozusagen oder Inspirationen für sagen wir, die 2 Phasen von circa zuerst mal Ska-Punk und nachher so Deutsch-Punk? Was sind so die Inspirationen, die ihr habt? Also bei der Anfangsphase mit Ska-Punk ist ganz klar das KP im Fokus gestanden. Wir sehen jetzt vielleicht auch so leicht an unseren Covers. Ah, ja, die Cast im Fall. Das ist ein Cast, der Teufel hat sie geliebt. Ja, so geliebt. Es gab im Fall in Südamerika, alle Kinder haben Songs über Marihuana einfach gesungen. Wir haben nicht gewusst, worum es geht. Einfach mit so 6, alle im Schulbus, einfach am Singen. Du weißt nichts von den Lyrics, ist einfach geil. Und dann kannst du heim, singst das vor den Eltern, so, what the fuck, was sind die am Singen? Was machen die in der Schule? Alle insane. Aber die sind Legenden in Südamerika. Oder? Das ist Also, echt ich- eine ich Wahnsinnswelle. Ich muss wirklich sagen, ich habe es gehasst. Ich habe Ska-Punk geliebt, aber ich habe Ska-Punk gehasst. Mittlerweile feiere es und ich lasse es gerne, aber wirklich so zu dieser Also es hat seine zu Zeit diesem gebraucht in dem Fall. Beginn ist wirklich so, nein, jeder los, der Ja. muss ich nicht auch noch hören. Und ich war so voll in meiner deutschen Punk-Phase drin. Und so, Ska ist geil, aber wirklich so andere Ska-Bands. Nicht so der Kommerz-Scheiß. Also die haben schon den Markt dominiert, oder? Ja, hure. Ja, dann ist es ein bisschen losgegangen mit wie Kommerz und Punk, wie geht das ein bisschen zusammen und so. Das war bis KP eine grosse Diskussion. Gewesen, ja. Für jemanden wie mich, der abgesehen von KP keine Ska-Bands kennt. Talco. Talco zum Beispiel, ja. Okay. Dann wäre es bei mir aber auch fertig. Ja, was sind so die grossen im Underground gewesen dort mal? Hey, ich hatte hohen Spass an Obrin Pass gehabt. Das ist so katalanischer Ska-Punk. Die haben noch so Flötli und so richtig geil. Und ja, Talco ist natürlich. Talco habe ich irgendwie zum Teil am Wochenende 3 Mal gesehen, wenn sie in der Schweiz waren. Und Ja, und aus der Region natürlich Skaladin. Ich weiss nicht, ob ihr ja, Skaladin. euch noch etwas sagt, aber die Sagt sind mir ja noch in nicht, dieser Zeit so mit das KP zusammen ziemlich bekannt gewesen. Wir durften sogar 07 Mal dürfen, mit ihnen zusammen spielen. Ja, das ist ja so ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen, ja, zu denen haben wir auch ziemlich aufgeschaut. Ja, würde ich sagen. definitiv. Von wo sind Skaladin? Bern, Von Bern sogar? Hingerkappelen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann man checken, ja. Ja, das sind eigentlich wirklich so die Vorbilder. Also Skaladin ist vor allem relativ. Man ist die halt schauen, dann kannst du sie supporten und man hat sich Backstage getroffen und es ist halt echt wirklich, sie waren wirklich cool gewesen, Backstage, haben so ein bisschen unter die Arme gegriffen
Und ich glaube, das braucht so als junge Band, wenn du anfasst, dass die Band so ein bisschen supportet hat, mental. Mega. Und das hat Spass gemacht, ja. Und wir sind dann lang so ein bisschen, jetzt geheißen, ja, wir treten jetzt in die Fußstapfen von Skaladin, was wir aber eigentlich nicht haben. Nein, haben wir keine Bläser mehr gehabt. Was mich wundert genommen hat, gerade vor der technischen Panne vorher, ist, was sind so in diesen 20 Jahren eure Meilensteine gewesen? Weil ich denke eben, das Gräniche heute ist sicher wirklich eher eine grössere Nummer. Ja. Und als ich so ganz bisschen Research gemacht habe, habe ich gesehen, ihr habt doch schon etwa die dürfen für Deutsch-Punk-Grössen auch Vorband sein, oder? Also was sticht so raus bei euch, wenn ihr euch erinnert an die, all das, was ihr erlebt habt als Circa? Es gibt so verschiedene Stationen und Sachen. Klar, es sind die grossen Konzerte. Also Gräniche ist für uns ein Riesen-Highlight, ist klar. Ich meine, seit fast Jahrzehnten kommen wir echt daher, kann man fast sagen. Und dann gibt es die grossen Konzerte mit Dritten Wahl und ZSK, wo wir können spielen in einem Dachstock, der bombenvoll ist und so. Das ist alles, das fängt wahnsinnig, das ist verdammt cool. Aber es gibt auch so kleine Sachen, die natürlich bleiben, wie einmal beim nächtlichen Tanzvergnügen, das war so das Jahr, wo das Tanzverein Bern in Aarau. In Aarau, genau. Ja. Ist das gewesen, wir mal auf einem Demowagen können spielen und nice. Geil. Haben dann cool. Unser Konzert müssen abbrechen, weil dann plötzlich die Demo ist abgesagt worden, die Polizei war vor Ort. Nein, es ist nicht abgesagt. Es ist unterbrochen worden. Also die Route, die wir Polizei hat vorgegeben, ist einfach nicht richtig gewesen. Wir ist dann abgebogen und ist dann so zum Areal gefahren, wo es dann weiter ist gegangen. Und das war dann nicht bewilligt gewesen. Und mitten im Konzert ist wirklich so jemand so, hebt euch fest, und das haben wir nicht gehört. Und dann geht einfach Vollgas. Unser Schlagzeuger ist vom Schlagzeug geflogen. Holy shit. Irgendwie noch so am Raushängen gewesen. Ja, das war so ein kleines Liebwägeli. Wir hatten gar nicht wirklich Platz gehabt drauf. Geil. Ja, so Zeug bleiben natürlich auch. Das verstehe ich. Neben den grossen Sachen, die wir natürlich uns immer gerne fühlen, wenn wir dort eingeladen werden. Ich glaube, bei grossen Sachen passieren halt so Sachen nicht. Ja. Die sind halt ein bisschen geregelter. Es ist halt weniger Chaos und Anarchie. Ja. Aber jetzt haben wir eine grosse Sache plus Schlamm. Das ist vielleicht eine gute Kombination. Das ist sehr gut, ja. Ich hoffe nicht, dass es bei euch so kommt wie bei Green Day früher mal. Das wäre nämlich dort, was angefangen Schlamm auf die Bühne rühren, das wäre gar nicht mal so geil. Woodstock 94, gell, oder was? Ja. Sowas, gell? Ja. Das hat der Umi gestern schon gesagt. Ich hoffe, er wird jetzt Woodstock 94. Und ich nur so, nein. Ich hoffe nicht. Ist nicht der Woodstock 99 gewesen, der wo... Ja, ich habe auch gemeint, 99. Ja, nein, es war etwas anderes. 99 war anders. Das ist auch richtig angepackt ist mit... Aber 99 war Feuer, 94 war Schlamm. Im 94 haben sie einfach Green Day mit Schlamm beworfen. Und Green Day haben ich glaube, Green Day hat es dann nicht lustig gefunden, dann hat das Publikum angefangen abzupöbeln und dann haben sie mit dem Helikopter evakuiert werden. Irgend so etwas habe ich mal gehört. Dann ist gut Duki frisch rausgekommen, glaube ich, oder so. Alright, ja. Ja, wie ist es eigentlich im Punk so, wie wenn eine Punkband grösser wird, ist nachher Mainstream und nachher nicht mehr cool und nachher wirst du halt mit Schlamm gerührt, oder wie ist es im Punk? Dann werden die Fans irgendwann älter und finden die wieder cool, oder? Ja. Ja? Ja. Also, ich weiß nicht, du bist voll der Ärzte-Fan, ich bin voll der Hosen-Fan. Und gleich spielen wir in der gleichen Band. Genau. Ja klar, die sind auch, was ich meine, eine Riesengrösse im deutschen Punk. Wobei man kann darüber reden, ob es jetzt noch Punk ist oder so, aber es ist halt auch so ein bisschen Nostalgie. Wenn die Hosen spielen, kommst du sogar da, wenn die Ärzte spielen, gehen nicht. Sind ja beides brutal gute Livebands. Genau. Und eben, die haben 3,5 Stunden Show mit allem, es brennen Pyros im Publikum. Das macht einfach Spass. Und ja, du schaust schon darüber hinweg, dass sie halt einfach so die Kommerschiene fahren und dass vielleicht Teillieder einfach nicht mehr so geil sind, was sie rausbringen, die halt einfach wirklich nur so für ein Mainstream-Publikum gemacht ist. Dafür machen sie, glaube ich, auch viel so für den Nostalgiefaktor wieder zu holen. Und, aber ich glaube, als Musiker verstehst du das selber ein bisschen mehr. Meine Kollegen, die ich habe, die in Bands spielen, die haben ein grösseres Verständnis dafür, wenn Bands sich verändern, wie die Leute, die nicht selber Musik machen. Absolut, weil ich mache selber nicht Musik und ich vertrage es gar nicht, wenn sich Band verändert. Schön, dürfen wir gleich da sein.
Aber Gut, das ist meine Schuld. Die zwei haben gar nicht mit Punk gemacht. Das sind so, ja, Silva, mach du mal, komm, ja, Quoten-Punk-Band nehmen wir, ist gut, dann haben wir nachher wieder Metal drin. Das ist super. Aber wir sind da in der Ska- und Punk-Szene jetzt 20 Jahre. Wie habt ihr gesehen, dass sich die Zielgruppe vielleicht geändert hat oder die Szene geändert hat in letzter Zeit? Was habt ihr so gesehen? Ja, also ich glaube, die Ska-Punk-Szene ist quasi nicht mehr vorhanden. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir uns quasi nach dem Publikum richten, als wäre es ein Markt. Klar, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt machen wir das. Überhaupt nicht. Das haben wir alles selber entschieden und haben selber einen Weg eingeschlagen und sind natürlich froh, kommen da Leute mit. Und wenn sie nicht wären mitgekommen, das hätten wir halt einfach für uns weitergemacht. Ja, das ist schon noch wichtig zu sagen. Es hat, auch wegen dieser ganzen Kommerzdiskussion und Punk, ich glaube, solange man eben immer noch das macht, was man machen will, was ihm gefällt, dann ist es eben Punk. Und wenn das dann bei den Leuten gut ankommt, dann kann man selber auch nichts dafür. So. Das hat Green Day mal gesagt. Oder so. Es wären ja die meisten, also du kannst ja eigentlich die meisten Punkbands gerade gar nicht mehr als Punkbands bezeichnen. Genau. Ja. Weil, sobald es ja irgendjemand gut findet, kann es ja per se nicht mehr Punk sein. Laut allen Internetforen. Laut Experten. Black Metal und Punk ist dort relativ gleich. Ja, voll. Das stimmt, ja. So, für die Fans ist es so, sobald es musikalisch ist, kannst du keine Musik, kein Punk mehr. Das ist nicht mehr. Aber ich finde das eben nicht. Ich finde eben genau darum finde ich eben auch, ich glaube auch so cool. Es hat noch musikalisch irgendwie so einen Touch, etwas drin. Du kannst gut, wahrscheinlich, weil es auch Deutsch ist, so hörst du den Chorus ein halbes Mal, kannst du beim zweiten Wiederholung schon wieder mitsingen. Und das ist etwas, was ich eben auch wichtig finde bei der Musik. Und das finde ich eben cool, dass es noch Band gibt, die das machen. Und eben auch quasi, ihr sagt auch, es ist noch Punk. Auch wenn es jetzt vielleicht halt irgendwann einmal... Ja, böse Zunge poppt und wir machen Schlagerpunk. Schlagerpunk? Wow. Ja, jetzt, unser Produzent hat gesagt, so, ja, Punk ist schlussendlich nichts anderes als Schlager. Gut, okay. Das sehe ich aber schon auch. Das muss So. ich jetzt... Auch wenn mein Herz gerade blödet, aber ich sehe es schon auch. Es sind nicht die kompliziertesten Songs. Ja, und du kannst mit 4 Promille noch mitsingen. Ja. So. Stimmt. Ja. Spielen nicht, aber singen, ja. Gut, gewisse Bands die können ja nicht unter 4 Promille auftreten, oder? 4 Promille. Da bleibe ich gespannt, weil ich noch nicht reinhören kann. Also ich bin gespannt, mal auf die Bühne Ist sehr geil, wenn du so Deutsch-Punk-Bands... Du kennst keine Deutsch-Punk-Band, du wirst dich vollkommen müssen überraschen lassen. Nein. Das ist gut, ich kann dir sagen, es ist gut. Ja, da bin ich gespannt. Es hat mich vor allem auch ein bisschen an die moderneren Deutsch-Punk-Bands erinnert. Nicht an das alte Eisen. So... Gut. Das ist dann so, beim Produzenten ist immer jetzt zum Running Gag geworden. Er hat uns immer so auch instrumental mit Rise Against verglichen gehabt. Und dann ist es so zum Running Gag geworden und gesagt, wir tun da wie die Band auf Amerika, die gerade am Aufkommen ist, oder? Da, wie heissen sie? Ah ja, Rise Against. Gut, die sind aber auch wirklich gross im Kommen, oder? Also die gibt es auch noch nicht so lange. Nein. Wird mal etwas 2 Minuten im Business, also das sind wirklich Aber Newcomers. das neue Album ist schrecklich. Ich habe es noch nicht gelost. Ist das Album schon draussen in dem Fall? Ja, der die Single ist schon draussen. Okay. Oh, das Ding ist eben, der Brian hasst Clean-Gesang. Rise Against findet er aber gut. Ist es so, ja? Von dem her, jetzt lässt sich darüber streiten, ob der Sänger von Rise Against überhaupt clean singt oder ob er einfach schreit. Ja, das ist die Frage. Weil die gleiche Frage kannst du auch beim Tom Araya von Slayer stellen. Ja. Er tut nicht growlen, er tut nicht screamen, er tut einfach sehr hässig singen. Ja. Das machst du eigentlich auch, ja? Ja, das mache ich eigentlich auch. Stimmt, ja. Sehr, sehr hässig singen. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Es ist noch lustig, wenn wir beim Thema Rise Against sind. Er hat wirklich, unser Produzent hat immer den Vergleich gemacht und er hat immer so, nein, die Stimme musst du gar nicht doppeln, weil der Sänger von Rise Against ist auch nicht doppelt, er singt einfach clean. Und dann hat er wirklich so das Beispiel genommen und er hat so, ja, aber jetzt lass mal den Refrain. Aber der ist schon doppelt. Ja, das ist so. Ich habe oftmals das Gefühl, da ist ja gar nicht so viel drauf auf den, das ist ja gar nicht so viel gemacht, das könnte man eigentlich selber. Und dann hörst du es und dann merkst du, ja gut, wobei das sind 4 Stimmen. Ja, Das ist viermal das Gleiche in einer anderen Oktave. Das Geheimnis liegt in den Layers. Das ist eben so. Ja, aber ich glaube, bei Rise Against hat es schon nicht so viel, jetzt glaube nicht 4 Gesänge drauf. Nein. Es ist wirklich schlicht Aber schon direkt, ja. Genau. Und ist auch bei uns, bei den neuen Aufnahmen, ist es immer so ein bisschen die Frage, wollen wir es nicht, weil er findet so das Emotionale in der Stimme, ziehst halt nicht zurück, wenn du noch doppelt drauf tust. Und Ja, es hat Ja, du musst ja dann so schön einen singen, du Mittelweg kannst ja dann nicht, finden. weil wenn du zweimal einfach voll rausblätzt, kann es sein, dass Genau. halt nicht... Ich bin nicht der Meinung im Fall.
Aber das ist halt mein Producer-Brain. Gut, dein Producer-Brain ist für mich eher ein Rätsel. Das ist Emotionen kannst du immer durchpushen. Auch mehrmals. Und nachher nimmst du den Take, ja, nein, ich habe nicht gesagt, gleich, Emotionen aber kannst du nicht nie durchpushen. Ich habe nur gleich. gesagt, du kannst vielleicht, du singst es dann nicht gleich. Nein, nicht Genau. gleich. Und dann tönt es vielleicht komisch, wenn du etwas doppelst. Aber gut, dass dein Producer-Brain ist man muss nicht outside the abschalten. box finden und dann lässt du alles das gleiche Das ist Distortion-Pedal durch. Ja, das wird sehr technisch. Ja, das lassen wir jetzt mal gescheiter bleiben. Also, wenn wir mal gescheiter bleiben. Ich sicher eure Hörer interessiert. Du, das artet öfters mal aus. Also von mir aus, wenn ihr wollt, können wir auch gerne über eure Gitarren reden. Das ist kein Problem. Oder Die Gear können wir auch bringen, wenn ihr reinnörden und irgendwie, wenn ihr gerade etwas Spezielles habt, von ein spezielles Instrument habt, wo ihr stolz sind drauf, könnt ihr das auch gerne, wie in der Schule, Show and Tell, einfach mal zeigen, drüber reden. Ja, aber ihr seid ja gestern schon gränig gewesen, habe ich euch eine Schuhe angesehen. Ja, wir haben sogar hier zeltet. Sehr gut. Wir sind richtig harte Ja, sicher. langsam Aber für mit das der sehen wir Apparat relativ trocken aus. Ja. Ich habe es vorhin schon erzählt. Wirklich gestern hatte ich schon meine Hosen, die ich eigentlich auf der Bühne anlegen wollte. Dann bin ich gerade das Lumpenpack hören. Und dort ist dann plötzlich aus dem Nichts raus ist eine mich antanzen und die war voll mit Schlamm. Das heisst, ich bin auch voll mit Schlamm. Oh gewesen. nein. Und so, okay. Ja, beim Lumpenpack sind auch ganz viele sehr verrückte Sachen passiert. Sehr schöne Szene gegeben. Schlammengel, Ja, die nachher sind crowdsurfen. Das ist Security ist dort gestanden mit so offenen Augen. So, nein, echt jetzt. Ganz weg. Aber wenn wir schon mal das Lumpenpack ansprechen, ich finde, Lumpenpack ist mittlerweile eine Punkband. Würdet ihr das mitgehen oder ja, nicht? voll. Ja, voll. Ey, ich habe mich mit meiner Partnerin unterhalten und sie sagt so, nein, das ist einfach keine Punkband, das ist einfach so, ich weiß nicht, also was das sie können es einfach nicht einordnen, aber es ist irgendwie kein Punk. Also, es ist voll Punk, was die machen und also mitbekommen, wie die gestartet haben und ich finde das, also ich finde den Schritt, den sie gemacht haben, finde ich richtig geil. Es ist mega geil. Und Ja. vor allem, eben, ich bin ja der Meinung, Punk ist nicht, wie es tönt. Punk ist, was es ist. Was du Also nur weil jetzt, ich meine, Avril Lavigne tönt zwar wie Punk, aber das ist für mich kein Punk. Ja. Aber dann gibt es eben Bands wie jetzt zum Beispiel SDP, SDP ist für mich auch eine Punkband. Und das ist ja eigentlich mehr noch, sogar mehr noch Hip-Hop und Rap drin. Und Ja. Schlager. Und Schlager, Und ja. Schlager. Ja. Aber das ist für mich auch, blöd gesagt, jetzt habe ich sie voll, ich verwechsel die zwei immer, aber das ist für mich auch eine Punkband, weil im Kern ist es eigentlich, sie machen das, was sie wollen, wo sie Bock drauf haben. Klar, also Schlagzeug, Gitarre und Bass rein. Also von dem her die drei wichtigsten Sachen für Punk sind abgedeckt. Und dann eben, es ist mehr so, ich meine auch die Messages es sind ja vor allem wichtig im Punk. Es geht ja nicht nur um die Musik, es geht ja auch um die Aussage. Der Moritz von Safer Lost Breath hat es mal so gesagt, so, ja, scheiß auf die Musik, Hauptsache die Message stimmt. So, und das ist ja auch, eben, würdet ihr auch sagen, das ist ein wichtiger Faktor, oder ist das bei euch so ein bisschen... Ja, also Message ist klar, ist uns immer wichtig gewesen, schon als Ska-Punk-Band. Wir hatten es vorhin von Skaladin gehabt, die haben halt wirklich nicht die Message drin und das hat uns immer so ein bisschen, dort haben wir uns so ein bisschen unterschieden, dass wir Da haben wir wieder das KP noch mal so, gell? Aber ist ja gut. Nein, aber uns ist es immer wichtig gewesen, jetzt nicht unbedingt zu politisch sein, aber wirklich gesellschaftskritisch. Es passiert so viel auf dieser Welt und man kann das in der Musik wie nicht einfach... Du kannst nicht einfach happy, fun und gut, wir machen jetzt einfach nur Musik. So, du musst es irgendwie kritisieren. Musik Das ist so ein bisschen mein Beef, den ich mit Ska habe. Es ist so, ja, die Welt ist scheiße, aber wir sind happy. Und darum finde ich ganz, also ich will eure alte Musik nicht kritisieren oder so, aber ich bin persönlich mehr alt auf eurer neuen Musik, weil es halt auch ein bisschen hässige Texte sind und ein bisschen hässigere Musik ist dazu. Ich habe vorher gerade eine Frage, die ich vergessen habe. Fuck. Kannst du noch mal schnell weiterreden? Vielleicht kommt es über mal. Nein, also eben, ich glaube, Message ist extrem wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du dich als Band irgendwo durch positionierst. Dieses Jahr hätten wir eigentlich an einem zweiten Festival spielen, dort sind wir wieder ausgeladen worden, weil das Bildmaterial von
Wer schreit, lügt nicht, ist ihnen, glaube ich, ein bisschen zu krass gewesen. Aber das sind glaube ich, Besitzer von dem Gelände gewesen, die das nicht haben wollen, nicht das Festival selber. Und dann gefunden so, nein, die Band ist uns dann doch ein bisschen links. Aber hey, schlussendlich hast du dich als Band irgendwann positioniert und du stehst zu dem und... Es gehört ja dazu, dass man die Message sicher so auch verpackt in der Musik und so. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch den Leuten zu zeigen, hey, was läuft hier eigentlich und vor allem, was läuft falsch. Oder? Aber es soll ja nicht so sein, dass wir mit dem Zeigefinger können und sagen, hey, die müssen so und so leben oder keine Ahnung. Es geht einfach mehr darum, dass wir ein bisschen die Augen öffnen, um zu zeigen, hey, ja, zum selber denken. Schau da her und denken selber mit und abstimmen und so Sachen, die wirklich wichtig ist. Bassdrops. Das ist ziemlich sicher Drill oder ja, 100%. Wow, 20! Ja, böse! Nein, aber in dem Fall, also ich glaube, jedes Mal, wenn ich Ärzte live sehe, sagen sie, der Song schreit noch ein bisschen genau gleich an. Oder sie fangen dann ähnlich an mit der gleichen Ansage. Sehen ihr das auch so ein bisschen das Problem, dass man leider seit 1993 immer wieder eigentlich die gleichen Songtexte muss schreiben? Oder, hey, immer wieder leider. Das ist so, wenn du die Geschichte schaust, siehst, dass sich die Geschichte zu oft wiederholt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass was kannst du dagegen machen? Du kannst aufstehen und deine Stimme haben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und es ist traurig, dass eben Schrei nach Liebe immer noch so verhält. Also die Hosen haben den Song «Komm in Deutschland», wie heisst «Willkommen in Deutschland». Du bist Rosen-Fan, nicht ich? Verdammt. Ja, «Willkommen in Deutschland» ist, glaube ich, das ist einer von ihnen. Und die Thematik wiederholt sich immer und immer wieder. Gerade in Deutschland hast du jetzt eine AfD, die extrem stark ist, wo eben zeigt, so, hey, look, jetzt muss man etwas dagegen machen. Und wir in der Schweiz haben es ja schon lange. Wir haben SVP, wo die stärkste Partei ist. Ist die stärkste? Ja, und zwar seit eigentlich, glaube ich, seit wir leben. Ja, wirklich. Und wo er aber immer sagt, so, ja, weg der Linken, weg der Grünen und so. Ja, aber die sind die stärkste Partei. Der hat hier den Oberhang. Hey, die bösen Linken, die bösen Grünen. Der andere Joke geben ist immer das Einfachste, oder? Das ist halt einfach so. Genau, und hey, man kann nichts anderes machen als aufstehen und seine Stimme haben. Genau, und vielleicht auch Leute zusammenbringen, das ist sicher auch wichtig. Genau. Ja, das klingt gut. Und ich glaube auch gerade so ein bisschen die Jungen ansprechen, so, hey, look, wollt ihr das wirklich so weiterziehen? Wollt ihr wirklich... Die leben noch länger auf diesem Planeten als weder wir. Also wenn wir natürlich jetzt gerade letzte Anekdote sind, deine Schuld ist natürlich ein Song, der das sehr schön... Ja, das ist sehr gut behandelt. Das ist so ein geiler Song. Ja. Das ist so ein krass guter Song. Und ich meine, es passiert ja auch viel in der Jugend, also jetzt die ganze Klimajugend. Man muss mit den Protesten, man kann es die falsche Form finden, aber dass der Protest da ist sicher richtig. Und hey, eben, man sieht es, wir waren im Januar in Glasgow, da ist ein super Orkan über das Land gefegt. In der Türkei hast du jetzt gerade Waldbrände, du hast Hitze, du hast einfach alles. Und die Welt geht langsam kaputt und wir sind daran schuld. Und vielleicht mal etwas zu ändern wäre vielleicht auch mal ein bisschen in der Politik mal zu sagen, so, okay, jetzt... Genau, kein Plan B ist so ein Song, der ein neues Album haben, das das ein bisschen angeht. Ja, das ist wirklich... Ich finde, das sind eigentlich stabile Schlussworte. Ja, voll. Absolut. Gute Schlussworte. Habt ihr noch irgendetwas dem dazuzufügen, oder? Nein, ich glaube, wir gehen nachher mal unseren Jungs helfen, dass sie auch nicht alles allein auf die Bühne müssen schleppen. Das ist wieder das Klischee, oder? Der Sänger macht einfach nichts. Genau. Geht aber ich habe noch Angst und so, ich muss einrichten. Das muss dann schon gut Das ist Promo-Work. Promo-Work ist wichtig, ja. Genau. Ganz wichtig, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von unseren Zuhörern etwa 90% noch nie etwas von euch gehört haben. Schön. Aber es gibt einige, die auf mich hören und gehen Punkbands hören, wenn ich ihnen sage, sie sollen es machen. Und das ist definitiv eine Punkband und sie sollen hören. Ja, der Crossover von Super, merci, hast du es gesagt. Und ich will es auch machen. Circa nachher auf der Hauptbühne. Circa am 2. Circa am 2. Und kommt jedes Jahr wieder ans Grenichen. Ja, wir können auch wieder, auch wenn wir nicht spielen. Let's go. Merci mal, Jungs.
Danke vielmals, danke, dass ihr da gewesen. Willkommen zurück. Wir sind jetzt da mit dem einzigen, mit dem Almighty Yannick von Paleface. Hallo. Oh mein Gott, wir hatten einen Headliner. Lieber Gruß von der Infrabar. Jawohl, wir sind in der Infrabar mit dem Yannick. Und wer dir auf Social Media folgt, weiss, du bist die letzten 5-6 Tage am Wacken gewesen. Oh mein Gott. Wie hast du das Wacken erlebt und wie hast du es geschafft, jetzt hier bei uns zu sein? Also, es war wie immer mega geil gewesen, am Wacken, an meinem absoluten Lieblingsfestival. Und es war super schlammig gewesen. Es war genauso gewesen wie heute, einfach mit ein bisschen weniger Regen. Ich sage euch, wie es ist. Es hat nicht so fest geregnet wie da. Sag dir mal so etwas, weniger Regen als... Aber ja, also der Boden ist genau so, du kennst es ja, ist genauso schlammig gewesen. Ja. Also ich bin nur mit den Gummistiefeln rumgelaufen, aber sonst ist... Hast du es geschafft, dass deine Gummistiefel... Bei mir sind nämlich am Wacken wirklich Gummistiefel oben nie gelaufen, wo ich war. Nein, so schlimm war es nicht gewesen. So schlimm Das ist es war nicht wirklich gewesen. crazy gewesen. Dort hat irgendwie, also Chris dort mal noch irgendwann so, lauf nicht dort durch. Ich so, wieso? Und dann auch, flatsch. Ja, aber in dem Fall hast du es doch recht können geniessen. Ja, Jetzt hast also du wir sind etwa am Montag sind wir gegangen, tatsächlich schon. 3/4 vom Festival Ja, hast du eigentlich jemand Montag bis gesehen. Freitagnachmittag. Und Nice. jetzt eben Freitagnachmittag, das heisst gestern Nachmittag 7 Stunden auf Würzburg gefahren. Ah, Dort eine Nacht Fuset. Und heute Morgen um 8 nein, um 7 Uhr aufgestanden und um 8 Uhr da gefahren. 5,5 Stunden sogar. Holy Und shit. jetzt bist du da. Jetzt bin ich da. Richtig cool. Let's go. Richtige Danke für die Einladung. Thanks for having me. Ich weiss gar nicht, wo ich da muss anschauen da. Überall. Keine Angst, wir himmeln dich alle an. Ja, voll. Wenn ich mich recht erinnere, sind ihr jetzt gerade nicht am Touren. Ist so eine One-Off-Show das da heute, oder? Also, wenn sie mir Wenn sie nicht auf Tour fair, ja. Also wir machen jetzt tatsächlich wieder eine kleine Tour, aber es ist halt wirklich immer so on und off. Aber wir sind den ganzen August unterwegs. Wir fahren heute Nacht nach dem Gig auf Stuttgart am Flughafen. Wir fliegen heute Morgen um 6 Uhr oder so nach Bukarest auf Rumänien. Damn. Spielen morgen Abend in Rumänien. Shit. Am Rockstadt Extreme. Genau, wow. ja. Und am Montag gehe ich wieder heim. Also fliege ich heim und am Donnerstag fliege ich wieder auf England und dann geht es weiter. Damn. Crazy. Stoppt einfach nicht. Unglaublich. Der mit euch. Jet-Set-Lifestyle. Ja, Ja, Du bist, glaube ich, ungefähr. der jet-settigste Mensch, den ich kenne, neben Umi. Oh mein Gott, ey. Wie tut man so entscheiden, ob man sagt, easy, wir machen jetzt immer Sonntag bis Donnerstag Clubshows und dann Festivals, oder ob man es so macht, wie du jetzt gerade gesagt hast? Also, es kommt auch immer ein bisschen darauf an. Wir haben ja so eine Festivaltour haben wir schon im Juni gemacht. Für 3,5 Wochen, wo wir wirklich in den Bus gestiegen sind und dann von Festival zu Festival und zu Filler-Show zu Filler-Show gefahren sind. Und im August hat sich das jetzt einfach so ergeben, dass wir einfach nur am Wochenende unterwegs sind. Und Ja. dafür. Aber eben, ich als Heimscheisser habe Freude, wenn ich dazwischen heimgehen kann. Ja, das ist super. Das ist ja schon nice. Ja. Es schläft sicher, sich, ja. schläft sich selten so gut wie im eigenen Bett, darum bin ich heute Weißt Morgen du, auch da hingefahren. Weißt du, wie gut habe ich letzte Nacht geschlafen? Ey. Ich kann es mir vorstellen. Sehr gut wahrscheinlich. Nach einer Woche Wacken. Ja, Hey, ich habe noch nie in einem Flüger pennen, aber nach einer Woche Wacken, als ich zurückgeflogen bin von Hamburg, ich habe geschlafen wie So ein, geil, wie ein ey. Baby. Das ist Ah, super gewesen. Aber Ja, das heisst, hast du Expello geschaut, gell? Ich habe Expello geschaut, ja. Ich kann noch schnell auf Wacken Gib ihm, umreiten. Ja. Weil ich Und sie kann haben sogar gewonnen. ja, es ist Ja, insane, Mann. Mann. Es ist so geil. Und ich kann eben den Livestream nur schauen, nicht hören. Ich habe nichts gehört. Ja. Ich bin im Freestyle-Camp mit den Kids und bin irgendwie gerade zum Mittagessen gewesen und man hätte ruhig, also man hätte eh nicht sollen die ganze Zeit am Handy sein, weil die Kinder nicht sollen am Handy sein. Klar, ja. Und ich so dort so das auf dem Livestream am Schauen und dann am Hören und dann sehe ich einfach so die YouTube-Kommentare. Und die sind ja unterste Schublade gewesen. Hey. Also das ist ja gar nicht... Ich habe es auch mitbekommen. Und dann ja. habe ich so gesehen, dass sie gewonnen haben. Und dann dachte ich, okay, so schlecht kann es nicht gewesen sein. in dem Fall. Es ist erstaunlich gut gewesen, der Sound war super gewesen und die Performance ist auch solid gewesen. Also Absolut. wirklich tipptopp. Ja, ich habe wirklich gehofft, dass der Sound vor Ort ein bisschen besser ist als im Stream. Und jetzt kommt der Ricky mit einer Frage. Yes. Janik, du bist, glaube ich, im Podcast vor 2 Jahren gewesen? Vor einem Jahr? Nein, warte mal. Das müsste- 2002. Das ist glaube ich schon 2 Jahre her. Ja. 2 Jahre her. Was hat sich so geändert in deine... Du hast jetzt so viel mehr Erfahrungen gesammelt, hast mal neue Gedankensweise gefunden, hast nochmal Neues gelernt. Also ich muss auch jetzt da sagen, ich lebe jetzt von der Band. Also ich tue nicht mehr nebendran arbeiten, weil es einfach es ist nicht mehr möglich. Einfach weil wir halt so viel unterwegs sind und wir das nicht mehr packen, noch einen Job nebendran zu haben. Darum, ich würde jetzt mal sagen, dass das Größte ist, was sich geändert hat. Aber sonst,
Ich hoppe von Tour zu Tour und bin froh, wenn ich mal einen Monat daheim bin dazwischen. Also, nice. Vor allem, was sich auch noch verändert hat, ist ja eure Slots an Konzerten, die ihr spielt. Ja, das stimmt. Weil letztens sind ja eigentlich, wo wir letztes Mal geredet haben, sind ihr also noch nicht so Headliner gewesen. Nicht, noch nicht ganz, glaube ich. Und jetzt sind ja jedes Mal, wenn eine Tour von euch announced wird, gehe ich hinten raus, weil der Support-Act der Band ist, die ich eigentlich vor 20 Jahren das Gefühl hatte, das sei die grösste Band ever. Ja, voll. Von dem her, es ist glaube schon also ein bisschen etwas gegangen bei euch. Ist echt auch ein krasser Moment für uns. Oder so, ist krass gewesen, wo sie gesagt haben, wir machen das, oder? Vor allem in Europa, weil in Amerika sind sie effektiv kleiner als wir. Also sie sind schon immer nicht so stark in Amerika. Ist das also, haben sie das Problem? Ja. Okay. Aber die sind von Amerika, gell? Die sind von Amerika, ja. Interessant, von Kalifornien. Es sind halt keine Punks in Amerika. Genau. Ja, heftig, oder? Das ist fucking insane. Als ich das gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hat mir der Mike erzählt, wo wir sind biken. Irgendwann ist er einfach mal gekocht, so, Bruder, Alter. Sicher nicht. Ich sage, Mike, was ist jetzt? Also, nein, jetzt kann es nicht sein. Ich sage, Mike, was ist jetzt? Also, Junge, Stick to your ganzen Support von Paleface. Ich so, was? Ja, Mann. Also beide schier vom Schieß. Aber das hat auch einen Grund, weil Stick to your guns ist ja jetzt wirklich über 20 Jahre im Business und sie haben mir das selber gesagt, sie haben keinen Bock mehr zum Headlinen. Sie wollen wirklich, sie wollen supporten, sie wollen junge Bands supporten und einfach auch neue junge Leute für sich gewinnen, oder? Schön. Was auch voll Sinn macht, weil Coole Message, ja. sie haben ja schon alle abgeholt gefühlt, oder? Ja, stimmt. Ja. Ehrenmenschen, ja. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, im Corona haben wir gesehen, Drill, Paleface, Nasty in dieser Reihenfolge, im Kiff. Ja, stimmt, ja. Das war mega geil gewesen. Und jetzt letzte Nein, es ist Drill, Paleface, Nasty. Ja, habe ich gesagt. Ja, okay. Genau. Oh, gut. Und letzte... Hast du mich auch verwirrt? Und letzte haben die auch eine Headline-Tour gehabt, wo Nasty Vorband war. Also, genau, aber in Amerika. In Amerika. Und sie sind ja noch nie in Amerika gewesen. Noch nie wirklich in Amerika Ist gewesen. das ihre Premiere da gewesen? Ja, sie sind schon mal da gewesen, aber sie haben dann die Tour müssen abbrechen wegen Gründen. Und jetzt ist, also ich würde schon sagen, dass das erste Mal so richtig offiziell, so richtige Tour für sie war, Anfang Jahr. Dort ist mir eben wirklich aufgefallen, dass so wie ein Swap stattgefunden hat, dass ihr raufkommt. Und was mega cool ist, und auch bei den Festivals, ich meine, klar, irgendwie ein Hellfest oder so sind wahrscheinlich noch nicht ganz oben, weil die können immer noch irgendwie Guns N' Roses und Linkin Park buchen. Klar, ja. Aber sonst, ich meine, ihr steigt immer weiter rauf. Und ist das auch etwas, was man selber noch verfolgt? Tut man einmal auf dem Plakat schauen, über welche Band stehen wir jetzt, weil sie noch vor uns? Es ist schon relativ wichtig, wenn das Offer reinkommt, dass du schaust, wo das Placing ist, oder? Und es ist auch meistens im Offer beschrieben, ob dein Name ausgeschrieben ist oder ob es einfach irgendwo in der unteren Reihe halt. Und auch nicht ist. mit Logo, sondern nur mit Schrift. Ja, das meine ich. Ja, genau. ja, verstehe ich. Ja. Und ich glaube schon langsam schauen, dass wir da ein bisschen mehr Attention so bekommen. Ja, zu Recht. Aber ich glaube, das funktioniert auch gut. Ja, voll. Darum, magst du dich erinnern, wo am Wacken die Louder Stage noch Party Stage geheissen hat? Ja. Dort haben doch easy viele Bands nicht dort spielen, weil sie gemeint haben, das wäre so eine kleine Stage irgendwo auf dem Campground ist das die oder so. Rechts neben, ist die das die zweite neben der grossen gewesen? Genau. Die ist ja schon fucking huge Eben, gewesen, ja, Mann. und die hat Party Stage geheißen und mega viele, die das Festival nicht kennen, haben gesagt, nein, wir spielen nicht auf einer Party Stage, wir sind keine Schlagerband, oder? Wie ist die zweitgrößte, So wenn wir die beiden grossen als eine grosse anschauen? Ja. Haben wir schon so etwas gehabt, wo wir gefunden haben, hey, nein, nice, dass ihr uns anfragen, aber wir wollen höher rein. Jetzt es ist der sicher Zeitpunkt, um dich unbeliebt zu machen. aber ich habe ehrlich gesagt nichts zu tun mit Offers, die reinkommen. Darum, Okay, also ich sehe das Offer erst, wenn es wirklich so, wie soll ich sagen, mit handfesten... Ja, wenn es schon finalisiert ist und eigentlich quasi zu euch kommt zum... Genau, wenn es schon ich muss es nur- genug gut ist, dass ihr eigentlich es könnt abnicken könnt. Ich muss nur sagen, ja oder nein, schlussendlich. Aber alles andere wird im Vorfeld schon... Und ihr verhandeln. entscheidet auch ja oder nein. Es ist nicht irgendein Genau. Management Nein, dran, nein. das sagt, ihr müsst die Wir tun. tun selber... Cool. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo meistens der Zelli halt immer das Offer reinschickt und dann schreibt ja oder nein. Und das ist dann Praktisch. meistens Final, oder? Cool, ja. Ja, so Das läuft das. Ja, jetzt sind Ich sehe hier noch crazy bei einer Band mit 4 Leuten. Ich kenne das Problem ein bisschen. Haben ihr nicht damals Schlägereien, oder? Nein, ist das eigentlich meistens nicht. Eigentlich sind wir einstimmig, ja. Okay. Ja, Nick, hast du gedacht, wo du mal als Opener Grenchen zum ersten Mal gewesen bist, dass du mal als Schweizer Headliner bist? Wann bist du das erste Mal Grenchen gewesen?
Im 17. bist du, das weiss ich. Dort haben wir uns ganz frisch Hybrid. kennengelernt. Nein, was hat der gespielt? Electric Callboy ist ein Headliner gewesen. Und Turbo Negro, ja. Ja. Das ist 17. 16, 17 irgendwie Das so, müsste ja. 17 sein. Der Brian hat gestern schon von 17 geredet. Ja. Ich habe damals halt immer gehofft, dass wir mit was können oder am Gränichen spielen. Das ist halt schon ein geiles Festival. Ist also Ja, voll. von dem her, ja. Ihr könnt immer mal noch einen Special Reunion-Gig machen. Wieso nicht am Gränichen? Da wäre ich hart dabei, der Crowd. Weißt Alter. Da wäre ich fett Das am wäre sehr, Crowd sehr witzig, ja. Ah, so gut. Vielleicht Alter. irgendwann. Ja. Mal schauen. Und wie fühlt sich mal die mal die Schweizer Headliner Open Gränichen? Ja gut, es regnet. Ja. Es ist ein saumässiges Nein, Puff super. vor der Also, Bühne im Fall. wie gesagt, ich meine, unsere Headline-Show in Zürich ist ja absolut ein absoluter Traum gewesen. Darum, Mega toll gewesen, ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass die Erwartungen sind hoch, aber durchs Wetter würde ich jetzt mal sagen, alles gut. Mhm. Wenn es nicht so geil ist, ist es schon gut. Also Wir sind gestern bei SDP haben die Leute Schlammengel gemacht. Also von dem her, Ja, okay. je nachdem wie viele Leute in der Hawaii-Bar waren, könntest du sogar noch verrückte Sachen sehen. Gut, 4:10 ist relativ Nein, spät. nicht hä? SDP. Ja, aber das ist gut. Das Gestern im Fall. Lumpenpack. Der Battlesnake, kennst du? Nein. Holy fuck, ist das gut gewesen, Mann. Geil, Mann. Einfach Ghost, aber nimmt sich absolut nicht ernst. Der Bruder irgendwie mit einem Slip unten drauf, von seinem Mantel, alle insane. Er hat so Hörner gehabt, hat so Headbang-Hörner gemacht. Alter, fucking, ich muss ihn reinziehen. Battlesnake ist so gut gewesen. Ich habe wirklich noch eine Frage an euch, gerade weil du gesagt hast, eben extra letzte Show, mega geil. Und ich habe letzte von Lionheart so eine Story angeschaut, was sie erzählt haben. Sie sind easy oft in Tilburg und jedes Mal sind so Location grösser geworden. Das haben sie gerade letzte Woche auf Insta gepostet. Und jetzt habe ich gedacht, ihr habt ja eigentlich gestartet, ursprünglich vor Corona im Ebri. Genau. Und dann haben wir Welle im Dynamo. Zuerst haben wir Welle im Werk 21 gespielt, hat nicht stattgefunden. Das weiss ich noch, dort habe ich ein Billett gehabt. stimmt. Wer Genau. hat sich nie gespielt? Nein, leider Ihr habt, nicht. glaube irgendwie auf 80 das wär Tickets so geil. limitiert gehabt. Während Genau, Corona während habe ich Corona, eins ja. gehabt, das ist nicht gegangen. Mal eine Secret Show im Berg 21. Weißt du, Das wär so geil. crazy. Und dann haben wir im Dynamo Welle spielen, sind upgraded worden ins Extra. Und nächstes Jahr kommen wir wieder in die Halle 622. Genau. Und Lionheart haben gesagt, immer wenn sie das gemacht haben, von Tour zu Tour, ein Venue grösser, haben sie immer mega die Hose voll gehabt. Weil sie denken, ja nein, die meinen, die können jetzt jedes Mal irgendwie einen Tausiger mehr Leute holen, geht gar nicht, oder? Wie ist das bei euch? Hat man selber auch ein bisschen den Bammel, wenn man eine Location höher geht? Absolut. Also wir haben auch schon gebangt vor dem Upgrade ins Extra. Also wo die Entscheidung vor uns gestanden ist, haben wir lange diskutiert, ob wir das machen sollen. Aber es ist dann relativ schnell dann klar geworden, dass wir Wie dass wir passiert gute so Chancen etwas haben, eigentlich? Weil ich frage mich das immer, weil wenn ja Tickets vergriffen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass... Also gut, wobei mal, du siehst natürlich, wie der Andrang auf die Seite ist. Aber dir ist das jetzt passiert, weißt du, wie es zu dem überhaupt kommt? Kommt dort der Veranstalter Ja. und sagt einfach... Also der Umi ist gekommen. Der Umi ist da Der Umi ist- der da muss Umi ich- ist da Da muss ich der den Umi mal Promoter fragen, gewesen, wie das oder? kommt. Ich weiss nicht. Also vermutlich halt ja, eine gewisse Prozentzahl, die halt überschritten wird von der Billett, wo dann oder Geschwindigkeit von, weißt du, was ich meine? Ja, So, ja, gut, wobei die Muss haben man ja da auf nicht ihren, fragen. die haben ja auf ihren Absolut Seiten etwa 200'000 Tracker drauf. Also Ja, wenn jetzt ja. wahrscheinlich wenn sie merken, ja gut, die Pale-Face-Show ist seit 3 Wochen ausverkauft wahrscheinlich schon, ja. und es kommt immer noch saumässig viel Traffic rein, um die Tickets zu Ja, kaufen, voll. dann wird wahrscheinlich das ein ausschlaggebender Ja, ich Grund sein. glaube, was ich mir einfach vorstellen kann, ist, wenn Leute auf die Seite gehen von uns zum Billet kaufen, wird das angezeigt, oder? In einer Statistik, Ja, ja. oder? Eben, das meine ich mit den Tracker. Wenn Ja, du drauf voll. gehst und nachher Ja. so, Ja, sorry. schaust, ob es Tickets noch hat. Aber es ist interessant heute, weil es hat so ein bisschen Connection zu euch schon im Extra, weil Desolated ja nicht können. Stimmt, Dann ist ja. Drill eingesprungen. Heute sind Drill und Desolated dabei. Krass. Und ich sind Headliner. Stimmt, Das ist funny. stimmt. Ja. Lustig, ja. Habt ihr Drill organisiert? Ja, ja. Ja, ich habe Geil. gerade gedacht, die haben ja schon ein paar Auf Mal jeden mit Fall. ihnen gespielt, so gut. Yes. Und wir haben dort einfach angerufen schnell und dann Dann sind sie gekommen. Dann sie so, Jungs, wir müssen jetzt einfach alles absagen, Ja. was wir heute haben. Ja. Wir müssen jetzt einfach gehen. Ja. Das können wir sie später ja noch fragen. Das habe ich so heftig gefunden. Sie haben ja direkt müssen all ihr Gear raustragen aus der Halle raus, nach dem Ton, was fertig sind. Ja. Das ist... Wieso haben sie nicht im Backstage gehen? Ist das Also so sie haben schon, produktionstechnisch? nein, sie haben schon, Ah, okay. sie haben schon Backstage-Zugang Im gehabt, Extra aber wird es es immer ist vorne rausgeladen. Oder oft. nicht auch, gewusst. auch Acacia Strain müssen vorne rausladen. nicht gewusst. Weil du Okay. gegen Kinder hast du gar keinen Platz, um Ja, irgendwie so. Gear lagern oder Ja, Alles und mit dem klar. Pelican Festival ist also ziemlich jede Band, die fertig wurde, sind sie nachher mit dem Bändeli an und Ja. sind vorne Alles raus. klar. Und Nein, wir haben ja auch gemeint- mal... Okay. Sorry. Ja, ich habe wirklich gemeint, die regen es nicht im Backstage, aber dem Ah, nein, nein. Nehme Hallo? ich alles zurück. Hallo?
Wir haben auch mal im Extra gespielt. An irgendeinem so einem Metal-Fest sind wir auch eingesprungen für eine Band. Das ist doch der gewesen mit... Wer hat den... Haken... Ginger ist, glaube ich, Buenos Aires, ne? Und Ginger hat auch gespielt. Ginger. Und dort haben wir auch müssen gegen Führer rausladen. Haben dort nicht die Mexikanerinnen auch noch gespielt? Ah ja doch, da The Escuela Hat Grind. nicht der Warning dort noch gespielt? Nein, Der Umi hat mir nämlich... The Warning wahrscheinlich. Ah ja doch, ja. Der Umi hat das nämlich mir so mal gesagt, das ist ein wildes Line-Up. Und ich so, Born ich of- habe noch den Warning reingebucht. Mit Born of Osiris. Ich Stimmt glaube, gewesen. oder Born of Osiris ist eben nicht Ja, die das ist ein gewesen. absolut wildes Ah, ist Line-Up das gewesen. Keine Ahnung. Vor allem, ich weiss Also, so, an dem Tag, ich bin dort nicht zu euch, sondern ich bin ins Ebri an irgendein kleines Konzert und dann bin ich raufgekommen und du bist einfach dort am Höckeln gewesen, hast ein Bier getrunken. Stimmt, ehrlich wir sind gewesen. dort noch... Wow, stimmt, wir haben das Ebri. Ebri. Always stick to your roots. Yes. Der Name ist Programm, wirklich. Ich bin letztes Jahr wieder mal in Zürich ein paar Bier trinken mit dem Kollegen am See und dann sind wir so richtig HB gelaufen und dann so, ja komm, eins gibt's noch. Janik, jetzt als professioneller, international tourender Musiker, du hast ja immer noch ein Ohr im Underground und du siehst sicher mal in der Schweiz oder auch außerhalb so neue Bands, die irgendwie Interesse wecken. Was bist du so am Schauen, was die neue Generation kommt? Mann, Was gefällt dir so? gute Frage. Also ich muss sagen, sehr ehrlich, so Konzerte und so gehe ich selten. Ja. Einfach weil ich bin ja sonst die ganze Zeit an Konzerten unterwegs, darum, ausser es ist ein Festival, logischerweise. Ja. Aber sonst, was so sonst rausgekommen ist, müsste ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich dir jetzt nicht gerade sagen. Aber Ja. wir sind am Wacken sind wir, den Narrator schauen. Ja, sind geil. Echt geil gewesen. Und sonst fällt mir gerade Mary Janey, Josh seine neue Band, ja, die voll. ich echt geil finde. Dort hast du meinen Kollegen von viel ein bisschen Angst gemacht. Das ist so lustig, weil sie haben ja sie sind ja haben ja Support gemacht für die Mary Jane an der Genau, Plattentafel. Und ich Aber habe einfach sie sind ja Headliner gewesen, sozusagen. Ach schon? Ja. Ich weiss, ich bin ja gar nicht rum gewesen. Und dann habe ich Aha. einfach so Scheiße gesagt, hey, sag dann dem Janik einen Grossen. Ich so, welchem Janik? Ich so, ja, Gitarrist von Paleface. Und dann schreit einfach der Roman in den Bandchat zurück so, Mann, Alter! Musst du das wirklich... Hast du das müssen sagen? Sowieso, das ist ganz lieb. Ja, die haben nachher unnötig viel Druck auf ihre Schulter gehabt bei dem Gig. Einfach weil es... Nur schon, weil sie gewusst haben, Einfach dass wegen er sich rum selber, ist. Ja. einfach wegen sich selber an. Es ist nicht besser geworden, wo der Carlo von Breakdown of Sanity mal irgendwo da gestanden ist und gesagt hat, hey, heute ist nicht der Janik von Paleface. Und ich so, was? Ja, heute ist der Carlo. Und also, halt die Fresse, Junge. Du hast gesagt, eben, du schaffst nicht mehr als Zimmermann jetzt. Ich glaube, du tust noch so online Gitarrenstunden anbieten, Ja, oder? aber das ist jetzt auch... Also ja, ich mache das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag eine Gitarrenstunde hätte. Also es ist wenn dann einmal in 2-3 Wochen. Ah, easy, Also ganz okay. sporadisch. Ich habe noch eine Frage zum Zimmermann. Hast du eigentlich den Galgen zusammengezimmert für die Stage? Oder ist Nein, das war eine Bühnenbildfirma. okay. Weil da muss ja alles da, wie sagt man dem? Ah ja, der Standard und der Richtlinie ist... und Ja, ja. Aber der Galgen im Gallo-Video, dort habe ich alles gebaut. So cool. Geil. Der ganze das Schafott und der Galgen haben wir alles dort zusammenzimmern. Sind sie drunter gestanden und haben zugeschaut? Wie so eine italienische Baustelle wahrscheinlich. So. Das ist echt cool Machst du gewesen. das gut, Janik? Janik, bringe dir mal den Bürostuhl zurück. Ricky. Was? Oh, Entschuldigung. Ja, hallo. Ich weiss es nicht. Okay. Bis jetzt ist noch nichts geplant. Comeback auf den Bürostuhl wär's. Das wäre wirklich Und ich habe ja ganz vergessen. Hey. Hey, aber jetzt ist das Ding, ich frage mich gerade, wie viele Paleface-Fans die Referenz würden checken, wenn er plötzlich einfach einen Bürostuhl würde über die Bühne rühren. Ja. Ich weiss nicht, wie viel das würde raffen. Oder ein Bürostuhl von einem Gallo wieder aufhängen. Ja, einfach so, weißt du, Mal einmal schauen. während der Show einfach so in Rider schreiben und braucht einen alten Bürostuhl. Und dann einmal Voll. während der Show schmeißen die über die Bühne. Ja. Das würde wahrscheinlich keine Sau checken, Nein, ich außer glaub so auch 4 Leute. Nur OGs. Ja, eben, die Richtigen, die von ganz am Anfang, die würden das also schon verstehen. Mal. Voll. Ist wieder mal etwas geplant so mit Trilogien, wie ihr das gemacht habt mit den ersten 3 EPs oder ersten 2 Alben? Ja, ich meine, die letzten 3 Songs bei Cursed sind ja auch, also da, Mann, wie heisst es jetzt? My Blood on Your Hands, Love Burns und River of Sorrows ist auch das Konzept gewesen, also darum, das wird wahrscheinlich schon irgendwann wieder kommen, aber bisher ist nichts geplant. Nein. Oh, okay. Der Chorus River of Sorrows im Fall. River of Sorrows ist so ein brutal guter Song. Fuck, Alter. ja. Der kommt damals einfach so aus dem Nichts, so, wenn ich eben alles bringe, so, ja, so. Geil. Und dann, wenn er gelaufen ist, ist er einfach so, again. Geil, Ja, Mann. sehr gut. Freut mich. Ja. Janik, sein Gitarre-Solo hat mich jetzt gerade noch nicht genug festgehittet. Ich muss ihn nochmal. Nein, ich muss sagen, die Sound wirklich von Paleface ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr cool.
Danke, Ich Mann. mega. Ja. Wie sieht es so aus mit eurer Entourage? Man sagt ja immer, je grösser das Band wird, desto mehr Angestellte braucht sie. Irgendwann braucht es so jemanden, der die Frisuren macht. Jeder braucht eine eigene Gitarre, Roadie und so weiter. Gute Wie sieht Frage, das ja. bei euch aus? Also wir haben schon eine relativ grosse Crew dabei, jetzt auch heute. Und heute ist auch tatsächlich der erste Tag, wo ich einen Gitarrentechniker dabei habe. Der kommt ein bisschen schnuppern heute und hat gesagt, ich komme mal vorbei. Also der ist im Moment ist er gerade meine Gitarre am Aufsetzen. Geil. Darum Fühlt sich das gut Ja. an, dass du es nicht mehr selber machen musst? hure geil. Ich sage euch, wie es ist, das ist hure geil. Aber ja, also wir haben jetzt wirklich, wir müssen nichts mehr machen. Also, wir müssen einfach auf die Bühne und spielen und nachher wird alles aufgeräumt. Soundcheck macht er auch nicht mehr selber. Doch, das Ah, machen okay. wir noch, aber heute ist auch nur Line-Check. Darum. Ja. Also Soundcheck machen wir noch, auch jetzt auf der letzten Tour haben wir immer Soundcheck gemacht. Aber so abbauen machen wir nicht mehr. Alright. Ja. Gut, ich mit Slayer-Videos noch irgendwann machen. Wie bitte? Ich mit Slayer-Videos ja noch irgendwann machen. Von dem her. Slayer-Video, stimmt, ja. Stimmt. Das habe ich saugeil gefunden. Das ist, so, von mir aus könnt ihr das jeden Tag machen. Genau, ja, das ist einmal ein Soundcheck entstanden. Ja, eben darum. Ich habe Ja. wirklich gedacht, so, das ist nicht, die haben noch Spass an Musik machen, die Buben. Das ist geil. Und Dings, was ist so deine Warm-Up-Routine für die High-Kicks? Weil das sind fucking... meine Hamstrings tun weh, wenn ich das gesehen habe. Wirklich? Ja. Also ich tue eigentlich ganz normal eindehnen, den ganzen Okay, Körper, 5 bis 10 Minuten. Ja. Und dann, ja, Und sonst so, zum fit on the road bleiben, machst du etwas? jeden Tag Gym. Alright. Also wir haben so ein Kettlebell-Set dabei, in so einem Flight Case und das ist immer ready. Und Das ist das schwerste Flight Case ever. ja, das ist absolut das unfassbar schwerste Flight Case auf dieser ganzen Welt. Aber wir shit. machen eigentlich jeden Tag Sport, Das ist wenn wir super. unterwegs sind. Ja. Mhm. Auch für mental halt. Ja, sicher. Also es ist eigentlich hauptsächlich wegen dem. Mhm. Genau, Ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass du relativ eingehst, wenn du nur in einem Bus rumsuppst. Und, So hart. Auch mit Sport, das ist Ja. schon nicht ohne. ja, es ist ja, also ich kann es mir vorstellen. Ich habe nur schon gedacht, als wir auf Polen gefahren sind, habe ich mir so das Gefühl, gut, jetzt sind wir natürlich immer ein scheiß Van gewesen, aber du siehst ja nichts von dieser Stadt, wo du bist eigentlich. Nein. Ist das Leider bei nicht. dir auch so? Ja. Kannst du nicht gross gehen, irgendwie noch etwas anschauen? Also wenn, oder dann so? hast du halt so ein Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden. Ja, okay. Und dann gehst du die Umgebung anschauen. Ja. Mhm. Und auf der letzten Tour war es so, gewesen, also ich rede immer von den 2 Headliner-Touren und der Festival-Tour, weil das sind die letzten Touren, die wir gemacht haben. Ist es so, gewesen, dass wir an Off-Days haben wir meistens halt auch Musik geschrieben, weil wir halt irgendwie ein Bedrängnis dazu hatten. Und es hat weniger Tage, wo wir wirklich raus sind, etwas anschauen. Das gibt es schon auch, aber mehrheitlich nur Kasslet. Ja. Ist wie es ist. Ist auch okay, musst du auch mal machen. Genau. Du musst dann du musst das Long Game spielen. Du musst dann, wenn du so gross bist wie Muse, wenn du so 40 Lastwagen brauchst, die ins letzte Grund reinkommen, dann kannst und die ganze Woche nur 2 Konzerte spielst, dann Genau, kannst du natürlich im 5-Sterne-Hotel hängen Voll. und Ja, voll. die Stadt anschauen. Und hast du jetzt in den letzten 2 Jahren so einen Bucketlist-Moment oder so einen Starstruck-Moment gehabt, wo jetzt für immer hast? Ich habe gerade letztens einen Starstruck-Moment gehabt. Ja. Aber nicht, weil ich so schockiert war. Ah ja, genau. Ich habe Tatjana von Ginger kennengelernt. Sick. Und sie war für mich schon immer so ein bisschen untouchable gewesen, weil sie einfach unfassbar krasse Stimme hat, krasse Performerin ist und auch sonst so ihre Ausstrahlung ist für mich einfach so unreachable gewesen. Und dann sind wir am Jera on Air Festival mit der ganzen Band sind wir ins Gespräch gekommen. Und das ist ja so down to earth, die Frau, Geil. und so chillig. Dort habe ich gedacht, so wow, das ist halt doch auch nur ein Mensch, oder? Ja, voll. Also, Sie hat ja mal ein Live-Video gemacht, wo sie den Cleans und Shouts perfekt Bro. gemacht hat, das weiß ich noch. das das Insane. so, ja. Ja, Ich weiss genau, wie das du meinst. Mega. So gut. Wann gibt es die erste Paleface und Creator Headliner Tour? Double Brian Headliner. im Fall. Brudi, das wäre der Shit. Das Beispiel. wäre auch so eben alte und neue Fans Ja. miteinander verbinden. Das wäre perfekt. Ja, das ist wäre mein echt- absoluter Traum, aber planen ist nichts. Wir haben aber den gleichen Agent, wir arbeiten jetzt mit dem gleichen Agent aus Südamerika zusammen, der Creator auch bucht. Und der hat schon gesagt, vielleicht können wir mal etwas schauen mit Südamerika, oder? Das wären all die Leute Darum, belohnt, die immer Da schreiben, müsst ihr kannst du mal mitkommen? müsst ihr mal heimfliegen. Hey. Kommt aus Brasil. Ja, das wäre sicher. Krass, ja. Nein, aber es ist nicht geplant, absolut keine Ahnung. Okay, fair. Sonst gibt es etwas, das geplant ist, wo könntest du so revealen? Also wir sind immer dran, also es kommt auf jeden Fall bald irgendwann wieder etwas. Wie gesagt, wir haben jetzt
das letzte halbe Jahr fleissig Musik geschrieben. Und wir sind, die nächste Tour steht vor der Tür. Also im Januar ist so, oder? Ja. Stimmt, ja. Und das ist wieder durch ganz Europa, oder? Genau. Und nicht nur das, nächsten Sommer haben wir... Brian! Hey, aber du weißt nicht. Also es ist noch nicht announced, aber es ist heute Abend am 11 Uhr announced. Und zwar nächstes Jahr spielen wir am Wacken Open Air. Tailface am Wacken! Und weißt du, auf welcher Bühne? Sag. Auf der Lauder-Bühne. Auf der Laura! Geil! Ist das die linke oder die rechte? Das ist, Das ist die dritte, Party wo Stage. früher Party stimmt. gegeben hat. Stage. Die eine ist ja faster, harder, louder. Ja, jetzt habe ich es, genau. 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 Oh, hure cool. Das Mega. erste Mal Sicko dort Mat. und gerade auf der zweitgrößten Bühne. Ja, Mann. Das heisst, nächstes Jahr hast du etwas... Drittgrößte. Wenn die ersten zwei beide Okay, zählst, ja. ja. Okay, Die sind ja ja. gleich groß, oder? Ja, Stimmt. voll. Das ist eine Bühne. Lutz Ja, es ist, Sabaton ist eine Bühne. Ja, ist ein oder Bubentraum. Trans-Siberian Orchestra. So gut. So Mega gut. Genau, cool, ja. ey. Bubentraum geht in Erfüllung für mich. Und Aber da kannst du wahrscheinlich nicht die ganze Woche dort hängen, oder? wir spielen am Freitag. Das heisst, ich gehe am Montag dort hin und steige dann am Freitag in den Tourbus und fahre am Samstag als nächstes Konzert. Perfekt. Ja, super. Sehr gut. Ja, voll. Ich bin richtig ready. Geil. Janik, hast du mal so kleine abschließende Wörter für junge Musiker, die einfach gerade starten? Sind 16, 17, so wie du damals. Was würdest du da so für... So wie du damals, als wir dich kennengelernt haben. Also, was soll ich das sagen? Einfach immer dranbleiben, das machen, wo du Bock hast und einfach immer voll hustlen. Und wenn du eine junge Band bist, release. Am besten mit Musikvideos. Am besten tun wir auch halt so Ads schalten, weil Social Media ist heute alles. Darum, nur so kannst du Reach generieren und deine Musik über diese Plattformen spreaden, sag ich mal. Oder? Ja, Weil eben, das ist das A und das O im Moment, Social Media. definitiv. Und gute Musik natürlich. Ja. Ja, Und braucht's geile eben auch. Produktion. Das braucht es eben auch. Alright. Hey, merci vielmals. Ja, danke euch. Und Geil, hast du dir Zeit genommen. auf jeden Fall. Immer Freut uns wieder. auf die merci, Show. Tusi. Bis nachher. Schon Yeah. ein inneres Krise-Pflücken. Tschüss. Yeah. Salut miteinander, wir sind da mit Drill. Stell dir mal kurz vor, jeder Mitglied, dann könnt alle mal sehen, wer redet. Ich bin der David, ich bin Gitarrenbrüder. Ich bin der Simon und ich spiele Bass. Der Jeremy, normalerweise Gitarre, heute am Schlagzeug gewesen. Oder beides. Fair point. Rafa, Vocals. Let's go. Ihr habt gesagt, bei eurem Gig, wo heute hat dürfen den Festivaltag eröffnen, wo ihr schon mal die Leute richtig geweckt habt, weil ich meine, wir haben sie versucht zu wecken am 10 Uhr morgens auf der Selderia, aber ihr habt das mit Bravour gelöst. Ab dem ersten Song habt ihr wirklich eine Crowd gehabt und auch Crowd Action. Und ihr habt bei eurem Gig gesagt, ihr habt ein Drum-Problem. Jeremy, jetzt will ich gerne mal von dir hören, wie genau sieht das aus? Also, im Moment haben wir keinen Drummer. Weil ich halt Schlagzeug spiele und die Songs geschrieben habe, dann bin ich halt eingesprungen. Und dann haben wir das gut können lösen mit einem Ersatzgitarrist, der dann Und auf der Bühne trotzdem war. hast du noch einen Song an der Gitarre spielen, oder? Ja, genau. Also, das habe ich mir schon gewünscht, dass ich auf Gitarre spiele am Grenichen. Und dann der David Müllenthaler hat dann glücklicherweise halt noch einen Song am Schlagzeug können spielen. Ja, Hat nicht gut gewusst, geklappt. Dave hat Schlagzeug spielen im Fall. Ich bin hoch überrascht. Ja, er hat zuerst mit Schlagzeug angefangen sogar. Krass. Der Dave kann alles. Ja, das ist insane, Bruder. Wenn der Dave will, der kann alles. Jetzt so die obligate Frage. Für mich ist das, was wir gemacht haben, Beatdown. Jetzt, Rafa, wie tust du euren Sound qualifizieren? Was macht euer Sound aus? Ich bin nicht so Fan von Genres und Labels und so. Aber also, wenn man einen breit gefassten Begriff von Metalcore verwendet, dann könnte man uns schon Metalcore sagen. Mit Einflüssen von verschiedenen Seiten, unter anderem Beatdown. Nice. Also was sind so die Einflüsse für Drill, würde ich sagen? Ja, halt alles Mögliche. Alright. Wirklich, also vom Schlagzeug her immer ein bisschen technischer. Aber eben stumpf finden wir auch voll geil. Ja. Ja, die technische Sachen am Drums können wir schon aus. Im Fall. Ah, das ist gut so. Ja, das ist ein fucking Tier, Alter. Ja, mit den Insta-Videos im Fall. Alter, insane. Vielen Dank.
Hey, tipptopp, aber wir wissen jetzt, wer ihr seid hinter dem Mikrofon, aber habt ihr noch schnell die Band vorstellen? So, einfach so kurz ein kleiner Rundown für Leute, die noch nie mit uns zugehört haben, wer ihr sind, was ihr so macht. Du da machen. Hey, ja, wir sind Drill aus St. Gallen und wir machen Filthy Metalcore. Filthy Metalcore. Wir sind voll an. Wir haben, unser Goal war, zum am Open Air Grenichen zu spielen und das haben wir jetzt erreicht und sind wir parat für mehr Goals. Und, ist gut, dass du das sagst, nicht, dass er euch jetzt auflösen voll. Nein, wir sind an, wir sind Filthy, ihr kennt uns. Vielleicht noch nicht, aber dann solltet ihr uns kennenlernen. Voll gut, ja, voll. Geil, wie lange geht's Drill jetzt? Ich glaube im 2018. Wir haben im Herbst 2018 haben wir das erste Mal geprobt. Und dann kurz nach haben wir unseren ersten Auftritt gehabt in unserem Bandraum. Auch noch 2018. Geil. 15 Minuten Set. Voll rasiert. Beste. Gut, längeres Set ist auch eigentlich fast schon nicht nötig. 15 Minuten kannst du alles sagen, was musst du sagen, oder? Fair point. Du kannst rasieren und gehen. Und Releases technisch, wie viel habt ihr jetzt bis jetzt released? Wie meinst du? Musik? Wie viele Releases? Von so Singles, CD? Wir haben zuerst mal so 2 Demos rausgehauen, dann haben wir mal eine EP gemacht. Letztes Jahr haben wir unser erstes Album gemacht, heisst Hommage. Ja. Und jetzt kommt dann schon wieder mal eine neue Single, die wir heute auch noch gespielt haben. Ah, und was kommt raus? Also Gillett Rod heisst der Song und tendenziell kommt dann ein Video dazu. Geil. Ja, voll. Aber wenn, vielleicht ein Jahr noch, mal schauen. Okay. Aber dann von Release-technisch, was haben ihr so geplant in nächster Zeit? Oder Konzert? Konzert haben wir noch ein paar. Wir haben eins nächsten Monat in Deutschland, auf einem kleinen Festival auch. Und in der Schweiz spielen wir dann im Piccadilly in Bruck. Ja. Ende November. Mit wem spielt ihr dort? Ich muss es anschauen. Bands. Mit Gehen Bands. Sie anschauen. Ihr würdet mega zusammenpassen mit Hood Brawl. Der ein Sänger von ihnen ist auch aufs Featuring gekommen bei euch, oder? Genau, Also der Mirko. Hood Brawl ist halt krass, weil sie gerade 2 Vocalists haben, die immer beide voll auf Crowd losgehen. Das finde ich ganz heftig, die Energie, die sie anbringen. Haben ihr schon mit ihnen die Bühne geteilt gehabt? Ja, haben wir. Also schon mehrmals, mindestens einmal in St. Gallen geflohen und in Genf auch schon. Stimmt. Und das Featuring, ist das jetzt nur heute so One-Off gewesen, oder ist der Song auch an sich mit dem Featuring zusammen? Der Song an sich hat beide von Hood Brawl dabei eigentlich, aber heute hat halt nur einen können kommen. Ja, fair. Ja, umso cooler hat es geklappt. Ich meine, bis Ja, jetzt mega. hat das fast niemand gemacht an diesem Festival jetzt dieses Jahr, oder? Und die haben gerade mit 2, auch noch mit der Sängerin von Conjunctive. Ja. Genau, ja, voll. Willst du mir das Mikrofon so geben, als ob ich etwas sagen will? Ich kann mir gar nicht überlegt. Ich habe da gerade auf deine Briefe... Nein, ich habe vorhin mit der Yannick von Paleface noch schnell bei uns gesessen und er hat in hohen Tönen von euch gesprochen. Vor allem, ihr seid mir auch seit dieser Show, wo er bei Paleface... Also, der Name war mir schon vorher ein Begriff gewesen, aber wirklich auseinandergesetzt habe ich mich leider erst seit dieser Paleface-Show mit euch. Und die war ja relativ spontan gewesen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Janik gesagt, sie hätten euch an dem Freitag ist es gewesen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, quasi wie angerufen und dann so gefragt, hey, habt ihr Bock heute Abend zu spielen? Könnt ihr mich dann mal so ein bisschen unsere Zuhörer oder so mache ich so durchnehmen? Voll die Timeline, wie das so läuft, wenn man von Paleface am Morgen einen Anruf bekommt und das Gefühl hat, ja, man könnte heute wahrscheinlich eine relativ coole Show spielen im Extra. Also, wie läuft das so? Weil ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass das irgendwie klappt bei diesen Projekten, wo ich drin involviert bin. Hey, ja, also es war wirklich komplett spontan gewesen. Ich hatte glücklicherweise am Nachmittag frei, weil ich geplant hatte, um an das Konzert zu gehen. Ich hatte mein Ticket schon gehabt. Okay. Und für mich war das kein Problem, ich war daheim und dann hat man wirklich irgendwie 3-4 Stunden vorher hat man den Zelli angerufen. Jo, könnt ihr einspringen, Desolated schaffen es nicht über die Grenze. Und dann habe ich gedacht, ja, wir wollen. Aber ich schaue mal, ob überhaupt alle rum sind. Und tatsächlich haben wir es geschafft, dass zumindest wir da jetzt in dieser Formation dort waren. Zusätzlicher Gitarrist hat es leider nicht geschafft, aber
Es hat doch funktioniert. Stimmt, Dave haben wir nachher im Publikum gesehen. Das könnte erklären, wieso dass ich heute das Gefühl hatte, es hat anders stöhnt als dort. Ja, fair point. Habt ihr die Gitarre nicht als Backing-Tracks einfach noch hinzugenommen oder schon? Und es ist Mal. Okay, gut. Wir haben es noch dazu genommen, dass es sicher da ist, aber es ist halt schon nochmal geiler wieder mit zusätzlichen Gitarristen. Ja, wenn es natürlich live kommt, kommt es natürlich besser rüber. Das ist Aber dann so. sind die Huren parat gewesen, das war perfekt. Ja, also dort schon geil tönt. Ich habe dort schon das Gefühl gehabt, ja, also das brettert doch schon gut rein. Ich muss mir das glaube mal sonst noch mal gönnen. Und ich habe heute jetzt eben vor allem auch sehr geil gefunden, ihr habt ja auch noch ein paar irgendwie Black Metal Einflüsse gehabt, so kurzzeitig hat es mal kurz so durchgeblastet. Das habe ich jetzt irgendwie, ich weiss nicht, ob ich einfach nicht aufgepasst habe, aber haben die Songs auch gespielt dort oder noch nicht? Oder habe ich das einfach eben effektiv nicht mitbekommen, weil die Gitarre halt nicht live war? Ich glaube, hast du es einfach nicht ganz mitbekommen. Ja, das ist sehr gut möglich, dass ich das nicht ganz mitbekommen habe. Ich glaube, das ist doch auch ein oder zwei Bier getrunken worden an dem Abend. Ja. Aber ja, habt ihr das überhaupt können geniessen oder ist das einfach relativ hektisch gewesen? Aufstellen, Linecheck, Soundcheck, spielen, abräumen. Wieso ist das von dem Gefühl so rein? Also für mich voll hektisch, aber dort können spielen insane. Also mega geil. Ich meine, das ist so für uns vielleicht so One-Time-Experience, weiß nicht, aber nachher hat der Acacia Strain gespielt, Lieblingsband. Ah, sehr also, perfekt. Was will ich mehr? Ja. Für euch? Ja, ich hätte auch gesagt, dass am Anfang ist es auch stressig war, aber der Auftritt selber ist halt mega, mega nice gewesen, wie auch schon alles voll war und es abgegangen ist. Also, ist einfach nice gewesen, ja. Ja, wir haben nicht gemerkt, dass sie einfach spontan gesprungen sind. Richtig souverän gemacht. Richtig geil. Crowd mitgerissen. Genau, ihr habt eben überzogen auch wirklich. Das wollte ich gerade sagen. Also, die Crowd hat nicht gedacht, oh Scheiße, jetzt kommt Desolated nicht. Also im ersten Moment vielleicht schon, aber nach 5 Minuten von euch nicht mehr, oder? Und hat die Show, wo ihr eben gerade auf einmal einem recht viel grösseren Publikum haben können zeigen, was ihr könnt, hat das auch etwas ausgelöst gehabt? Sind ihr nachher ein bisschen angefragt worden für Gigs oder in den Social Media gemerkt, dass die Zahlen raufgehen? Was ist das Nachbeben von dem Konzert? Open Air Grenichen. Yes. Ja, sehr geil. Hot Guess. Ja gut, das würden gewisse Leute als einen Karriere-Tiefpunkt bezeichnen wahrscheinlich, aber aber das ist ja aber in dem Fall Open Air Grenichen. Das heisst wahrscheinlich, das heisst ja Leute, die Sachen buchen, die irgendwo drinnen sitzen, was drauf ankommt, haben die euch doch gesehen und das Gefühl gehabt, das kommt gut. Ja, aber wir sind in dem Fall aktiv Drummer am Suchen, oder? Ja, da haben wir vielleicht so den ersten potenziellen Drummer haben wir vielleicht schon. Sehr gut, alright. Schauen wir mal. Alright, perfekt. Drummers finden ist immer so ein Thema, oder? Ist schwierig, ja. Ist bei euch auch so? Ja. In St. Gallen nennen? Also der, den wir vorher kennt, der Pippo, ist ein Boss. Und er ist halt wirklich auch gerade von St. Gallen gewesen, mega genial. Aber er hat uns leider verloren, ja. Aber Gitarristen gibt es ja wie Sand am Meer. Und weil es so viele Gitarristen gibt, kannst du dir einfach auch einen auf den Bass umrüsten. Aber Schlagzeuger sind wirklich mühsam zu finden. Ja, schwierig, ja. Finde ich gut, dass es bei euch hilft. Ich drücke euch Daumen, dass es klappt. Ja, yeah, danke. Cool. Hast du mal abschließende Wörter für Zuschauer? Ich hätte sonst noch eine einzige Frage, die mich wundernimmt. Okay. Nur eine. Ihr habt einen sehr kurzen, knackigen und einprägsamen Bandnamen, was gerade bei Metalcore unglaublich selten ist. Die haben meistens irgendwie so einen ganzen Satz als Namen, oder? Ja, und bei euch ist es sehr einfach Drill. Man hört es einmal, man sieht einmal eure Schrift und weiss, von dem habe ich schon mal gehört. Ja. Wie habt ihr den Namen gefunden? Hey, da bin ich schuldig. Also, ist das Erste, was mir in den Sinn kam, ist, weil ich lustigerweise einfach Drill-Musik geil finde. Und dann denke ja, wieso nicht? Ja, fair. Wir finden Rap, die meisten finden Rap geil, wieso nicht? Geil. Ja, sonst Chornamen sind immer Verb the Noun, oder? Ja, oder noch mehr. I Killed the Prom Queen ja, zum Beispiel. Mehr, ja, genau. Oder Whiteout. Aber mit Drill haben wir es wirklich geschafft, dass es sehr catchy ist. Also cool. Definitiv. Ja, und ich muss sagen, der eine Videoclip, den ihr habt, wo ihr quasi so in einem Viereck drin sind und nachher so mega cool designt haben, mit so, dass sie rausgeht und so, ein richtig Gefühl im Fall. Welcher Song ist schon nochmal? Du meinst Reality. Der ist ganz geil, der Videoclip. Das neueste Video. Ich habe den geschaut, so
fuck, ich hätte gerne so etwas gemacht. Oder vielleicht kopiere ich es auch. Hey, zum den huren Würfel bauen ist dann lang gegangen. Hey, ich glaube es im Fall. Es hat brutal nach Aufwand ausgesehen, aber richtig geil. Das ist eben der mit Toot Brawl. Yes. Ah ja. Genau, tatsächlich. Alright. Jungs, habt ihr abschließende Wörter für die Zuschauer, die da zum ersten Mal über Drill hören? Wo sollen sie hingehen? Wo Buchen sieht man uns, euch wir sind wieder? ready. Ja, checkt es aus. Also in der Schweiz sind wir immer wieder mal irgendwo unterwegs. Top. Tipptopp. Merci mal, Jungs. Danke euch. Schnell, gehen Drill hören, gehen auf Spotify, gehen auf YouTube, kaufen dir CDs, kaufen dir Merch. Kauft alles. Ja, ich hoffe mal, dass wir nicht unsere Final Story, aber sie sind da. Oh mein Gott, das ist schön. Ja. Ah, der ist flach, aber gut. Wenn es schwach startet, kannst du noch besser werden. Ja, perfekt. Es geht nur bergauf jetzt. Ja, dann mag ich schnell kurz euch vorstellen, wer hinter dem Mikrofon sitzt und dann eventuell schnell kurz recappen, wer ihr als Band seid, was ihr macht, was ihr so einfach kurz einmal Tinder-Steckbrief durchgeben. Das wäre mega nett, dass unsere Fans wissen, von wem. Tinder? Kann man uns wegswipen? Ich weiss. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich okay, einmal kurz Lebenslauf. Den CV kurz durchgeben. Wunderbar. Der geht lang. He? Ich meine, wir haben nicht so viel Zeit. Nein, ich bin der Kevin, ich spiele Gitarre. Bei Final Story. Seit Anfang an. Gründungsmitglied. Ich bin der Danu und ich bin am Schlagzeug. Das war schon gewesen, hä? Okay. Ja, ich bin der Matthias, ich bin an den Vocals. Bin auch als Gründungsmitglied. Wann haben wir uns gegründet? Können wir schon gerade über swipen? Ja, genau. Hey, ja, es geht schon ein bisschen länger. 2010, wenn es mir recht ist. Ja. Haben das ganze Projekt gestartet, das jetzt 15 Jahre. Hey, ja, als unschuldige Jugendband in den 20er. Und hey, ja, jetzt ist es schon 15 Jahre her. Sind alle ein bisschen älter geworden. Wir machen Metalcore. Das auch seit 15 Jahren. Inzwischen, hey, ja, keine Ahnung, was sind es? 4 CDs, 5? Ja. Hey, dort umeinander. Haben eine Zeit lang sind wir ein bisschen aktiver gewesen, wo wir irgendwo im Ostländischen unterwegs waren, mit Russland-Tour, Deutschland unterwegs, Greenfield und so weiter. Und jetzt die letzten Jahre ist es aufgrund von Familiengründungen ein bisschen ruhiger geworden, aber das Metalcore-Herz schlägt immer noch stark. Und dementsprechend sind wir weiterhin sehr motiviert, das Ganze weiterzumachen. Und haben Freude, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, es ist also schön zu sehen, was aus dieser Metal-Szene noch alles kann entstehen. Also, sind wir gar noch nicht so auf dem Schirm gewesen, aber wenn wir jetzt schnell ein bisschen reingeschaut haben, muss ich sagen, schon sehr cool, was ihr da macht, dass ihr da eine Plattform bietet. Wir sind da, was das anbelangt, schon fast ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber Blättert schon ein bisschen ab. Nein, wir sind gerne dabei. Mega cool, haben ihr uns eingeladen, vielen Dank. Wir sind da, ja. Sehr gerne, ja. Ich glaube, Final Story vor 12 Jahren mal im Aargau irgendwo mal in einem kleinen Club mal gesehen. Die Chance ist gross. Das ist eben wirklich krass. Ich weiss auch noch, als ich euch das erste Mal gesehen habe, war 2014 im Kinski am Greenfield Contest. Wow. Ja. Dort hast du im Fall einen ganz legendary Moment mitbekommen. Oh, und der wäre? Bis dorthin hat alles reibungslos funktioniert. Und das war der erste Abend, wo uns Technik ausgestiegen ist. Oh nein. Der erste und einzige Abend. Nein, nicht der einzige. Bis dorthin ist er dort ausgestiegen. Genau, dort haben wir noch mit dem SPDS gespielt. Also der Schlagzeuger dort hat noch wirklich müssen extern... Das bin ich gewesen. Hast du dort schon mitgespielt? Ist schon dabei gewesen, hä? Seit dem 12. Er ist gerade dabei. Frisch 13 Jahre. Sorry, da mit dem Gründungsmitglied hat mich verwirrt. Nein, das ist okay. Es ist eben so, er ist der Neu. Weil er ist der einzige Neu. Er ist erst seit dem 12 dabei. Hey, das ist easy. Ich bin bei meinen Kollegen aus der Pro-Schule auch immer noch ein bisschen, weil ich mit 16 halt etwa gleich gross war wie die Flaschen. Und jetzt sind es gewisse Labels bringst du nicht mehr weg. Darum war es der Neu. Das ist der neue Schlagzeuger. Jetzt sind wir wirklich noch recht oldschool unterwegs gewesen und er hat da noch extern müssen Synthes einschlagen. Mit dem Roland Drumpad. Ja, genau. Zu dieser Zeit. Genau. Schön so mit einem so Sub-Bass oben rechts, wo man so draufschlagen jetzt gemacht. Ja. Was sehr fun genau, und er war auch dort mal der Einzige mit dem Klick, weil er hat müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er musste draufklopfen,
Zeit getroffen sind, dass das Inti gestorben hat. Aber an dem Abend hat leider nicht mehr funktioniert. Ja, wir haben dementsprechend auch nicht gewonnen. Ja, stimmt. Genau, wir haben, ich glaube 2 Jahre später, hätte ich gesagt, oder 1 Jahr, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben dann nochmal am Contest dürfen mitmachen und dort haben wir nicht gewonnen. Das ist dann aber im Werk 21 in Genau. Zürich. Ja. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, das erste Mal im 15. 16. Nein, bei 14. Ja, aber aber wann haben wir das erste Mal dann nach dem Greenfield gespielt? Weil der Contest ist ja dementsprechend. 17 in dem Fall. Ja, ist ja gleich. Irgendwann haben wir dann noch eine Stöffe gönnen und dann gleich noch am Greenfield spielen. Und die haben mehrmals im Greenfield gespielt, habe ich die richtig verstanden? Ja, verstanden? genau. Dann auch mal noch richtig gebucht worden. Also, ohne Contest, genau. Auch ohne den Contest gebucht worden. Ja, Durch das reguläre 22 Booking haben wir reingekommen. Mainstage dürfen Also eigentlich so eröffnen. gewesen, wir sind ins 2020 gebucht worden, Ende 19. Und dann ist ja das super Corona gekommen. Ja. Hey, das heisst, das ist dazwischen gekommen. Ich weiss noch, ich bin in Mexiko gewesen und komme einen Call über von Kevin und er hat mir persönlich am Telefon sagen, hey, wir sind im Fall auf der Mainstage gebucht. Ich war natürlich aus allem raus mega happy gewesen. Und dann ist eben Corona gekommen. Ja. Wir haben im Januar Severed Soul unser Album getauft und haben gewusst, hey, in diesem Jahr spielen wir im Sommer auf der Hauptbühne, einer der grössten Stages im Land, und haben ein frisches Album parat, es hat alles gepasst. Perfekt. Und dann ab dem Februar ist dann die Lockdowns gekommen und es ist dann abgesagt worden, verschoben worden aufs 21. und sind dann wieder gebucht worden, aber das 21 ist dann wieder ins Wasser gefallen und hat nicht stattgefunden. Hey, das heisst, es sind 3-mal auf das Greenfield gebucht worden. Genau. 3-mal sind wir Immer wieder auf dem Plakat gestanden. Ja, das ist cool. Es hat sich nach einer intensiven Show angefühlt. Also ihr habt wirklich mehr konsequente Greenfield-Lineups gehabt, wie die meisten Headliner der letzten 2 Jahre. Correct. Ja, ein Optimist im Band. Das ist super. Da musst du irgendwie schauen. Aber nein, ich habe das Gefühl, aber ihr seid ja auch, euch gibt es auch schon 15 Jahre, ihr habt ja schon einige Bands überlebt. Das, es ist auch nicht so lustig, wenn vor allem im Berg 21 rumläufst und die Bandsticker anschaust, was du dort alles so siehst. Und dann denkst du so, mit denen haben wir auch mal gespielt. Gibt es die eigentlich noch? Sie sind 5 Jahre aufgelöst, okay. Von dem her, ihr seid auch eine Band, die auch aber die Corona-Pandemie auch überlebt hat, weil dort hat es auch noch ein paar Local-Bands geputzt. Hey, tatsächlich, aber es ist tatsächlich auch eine schwierige Zeit gewesen, auch für uns. Also es ist einfach, glaube ich meine... Ihr habt das Album voran ready gehabt, gell? Ja. Wir haben es dann Und auch released, oder? Genau, es gibt ja die quasi dann in dieser Zeit wie nichts zu tun haben und dann einfach, ja gut, wir machen jetzt einfach Musik. Ja. Und dann das gemacht haben, aber wir haben es ja voran gehabt und dann nehme ich auch ein paar Shows zusätzlich noch das war ehrlich, weil alles, du das Produkt dann parat hast und Tour parat hast und dann wir haben im Januar und Februar 2-mal gespielt und dann ist alles andere abgesagt worden. Und dann im 21 wieder frisch aufstehen und wieder probieren und das hat sehr viel Energie halt gebraucht. Es war auch für das Booking nicht ganz einfach gewesen. Die haben uns 2-mal eine Tour hergelegt. Und wir haben von beiden Touren, glaube ich, 3 Shows können spielen insgesamt in 2 Jahren. Und teilweise sind dann wirklich ganz schöne gewesen. Zum Beispiel in der Schür zu Luzern. Oder nicht? Zu Luzern auf jeden Fall. Treibhaus ist es. Und wir wirklich noch so Kreise vor der Bühne hatten, jeder mit einem 1,50 m Abstand, oder? Nein, natürlich geweibt. Wird es hoffentlich nie mehr geben. Ja, richtig geweibt dort drinnen. Genau, in der Zwischenzeit sind wir auch, ich sage mal, im Familienleben stärker eingestiegen. Die ersten Kinder in der Band sind gekommen. Mittlerweile haben wir 5 Nachzügler. Wow. Ich glaube, letztes Mal, als ich euch gesehen habe, habt ihr ohne Schlagzeuger gespielt. Ja, richtig. Im Werkbad. Yes. Richtig. Was war das schon wieder für eine Show gewesen? Das war im Werk in Baden. Aber ist das nicht eure Show gewesen sogar? Doch. Das war unsere Headline-Show. Ja. Ja, wir haben von Anfang an gewusst, die haben wir selber veranstaltet und organisiert. Ja. Und haben gewusst, das wird bei mir ein bisschen knapp, weil mein erstes Töchterchen ist dort auf die Welt gekommen. Also ja, da haben wir dort noch nicht gewusst, dass das dann kommt. Ja, wir haben gewusst, es wird ein bisschen knapp, so mit 3 Wochen spatzig sollte gehen. Wir tun es mal pokern und organisieren das Ganze. Es ist so gekommen, wir haben es geschafft, bis nach dem Soundcheck. Ja, ich bin da gewesen. Du bist da gewesen, du hast Soundcheck verstanden. Ich bin an dem Tag am Morgen um 7 Uhr auf Luzern gefahren, für ins Spital zu gehen und es war alles gut gewesen. Immer ist schön heimgeschickt. Das Wetter war noch schön gewesen und ich bin an die Show gekommen, aufgestellt, Soundcheck gemacht und dann ein Telefon bekommen, irgendwie 5 Minuten vor der Türöffnung. Dann hat es schon geschneit zu Baden und irgendwie 30 cm Schnee auf der Straße. Ich dann musste irgendwie, also es ist jetzt nicht so zeitlich pressant jetzt gedrückt, aber
trotzdem wollte man es halt nicht missen. Und dann müssen, ich behaupte, deine Frau würde etwas anderes sagen. Die erzählt ganz etwas anderes, ich höre sie von da. Nein, ich musste dann halt müssen gehen und wir sind eigentlich gewappnet gewesen. Wir haben auch die Leute informiert und gesagt, ja, der Dani und so ist ein bisschen eng und so. Und als ich dann nicht oben war, hat es dann geheißen, also wo ist er jetzt? Ja, er musste gehen. Ja, geiler Witz. Ja, nein, er ist wirklich nicht da. Er ist im Spital. Und dann haben meine Jungs das durchgezogen, alles an Band. Und viele haben es gar nicht mitbekommen, vom ganzen Licht, vom ganzen Chat, Nebel und so weiter und so fort. Und ich habe dann gehört sagen, dass es sehr einmalig war, die ganze Atmosphäre in diesem Club. Ja, du hast sicher keinen einzigen Fehler gespielt, oder? Ja, voll. Ich habe Stein selten so gut gewesen. So einen Unterschied macht es ja nicht, gell? Zum Glück. Es ist wirklich schön, dass wir die Option hatten, zu sagen, okay, wir canceln das ganze Ding und die Leute sind auch für die Vorbands tätig gewesen, was auch nicht für lustig gewesen wäre. Vicious Rain hat noch gespielt. Eigentlich immer Vicious Rain. Kannst du eigentlich immer sagen, bei jeder Show. Wer hat noch gespielt? Sicher Vicious Rain. Ja. Wer hat auch noch gespielt? Vielleicht nur sie. Nein, nicht mehr Frau. Ist nicht Homewards noch gewesen? Nein. Scheiße, ich weiß Ist Fate of Faith noch gewesen? Nein. Es könnte Moment of Madness gewesen sein. Ich sage Ja, Moment of könnte- ja, Madness. ja, Aber das ist auch schon länger her und ich bin auch schon über 30 von dem her. Das wird nicht besser. Absolut kein Garantie. Nein, es ist in der letzten Woche stark bergab gegangen. Geht zum Rücken. Rücken ist noch okay, Körper kann ich noch heben, aber ich habe letztens mein Gitarren-Equipment im Zug liegen lassen, habe ich ja Geld gefunden. Okay. Ja, ist super gewesen. Ich bin am Morgen ich habe normalerweise im Rucksack, ich hatte einfach das Pedalboard in der Hand gehabt. Bin im Büro ausgestiegen, habe meinen Rucksack mitgenommen, bin ins Büro gelaufen und dachte so, shit. Ja. Ja. Aber Jungs, ihr habt mal eine ganz cool interessante Mischung aus Sounds. Ihr habt mal sehr fiese Breakdowns, sehr poppige melodische Choruses. Und woher kommt das Ganze? So die initiale Idee für die Band. Woher kommt das so einflussmäßig und wie hat sich das entwickelt die letzten paar Jahre bei euch? Gute Frage. Also der Kevin und ich, wir machen schon ein bisschen länger zusammen Musik. Noch länger als 15 Jahre. Ja, genau. Also es ist, ursprünglich haben wir mal eine Ska-Band gehabt. Oh. Ich war dort mal noch der Trompeter gewesen. Oh. Hey, Genau. das ist wie bei Zirka, wo wir vorher interviewt haben. Also Das sind auch eine Ska-Band gewesen. Ja. Und dann haben die Bläser das Gefühl gehabt, sie gehen jetzt, wandern aus, weiss ich was, und dann sind sie einfach eine Punkrock-Band geworden. Ja, bei uns ist es ähnlich gewesen. Wir sind 8 oder 9 Leute gewesen. Ursprünglich mal zusammen, mal so zusammengerauft worden aufgrund von einer Firmung. Wir sind aus einem kleinen Dorf. Und haben bei seinem Vater im Keller unten dürfen proben. Und der hat das wirklich angefangen Spass machen und dann so ein bisschen angefangen Covers spielen eigentlich. Und der Kevin hat die Eigenheit, dass er das Gefühl hatte, die anderen 7 oder 8 passen nicht so zu ihm. Weil seine Metal-Gitarren einfach zu wenig Raum hatten, oder? Und wo das Ganze nachher in Brüche gegangen ist, hat er Als Gitarrist relativ völlig schnell... verständlich. Also muss ich sagen, ich stehe da Vor allem mit 18. Ja. Genau, da hat er relativ schnell angefangen, ein eigenes Zeug zu schreiben. Und dann bin ich wie eine naheliegende Variante gewesen. Hey Matti, komm doch mal singen. So rein intonalitätsmäßig hast du so einigermaßen drauf mit den Trompeten, aber ich habe ein bisschen Backings gemacht zu dieser Zeit. Also gesungen habe ich nicht. Ja. Und so ist das Ganze eigentlich gewachsen. Relativ schnell Leute gefunden, die das Ganze mitgetragen haben. Und es hat einfach von Anfang an mega den Plausch gemacht. Aber sage ich selber bin nicht ursprünglich aus dem Metalcore oder aus dem Post-Hardcore, wie wir es dort mal noch genannt haben. Das war für mich wirklich eine neue Welt, die aufgegangen ist. Das härteste von den Gefühlen war für mich sicherlich Slipknot. Was wir jetzt gerade dieses Jahr jetzt mit dem Duality noch ein schön untermauern. Das war wirklich mein Einstieg nach System of a Down vielleicht. Aber ich komme schon eher so von der Warte Rock. Vielleicht ein bisschen aus dem... Merci. Vielleicht aus dem Bereich Alter Bridge ist eine mega Favorite Band von mir. Und von dem her, ich bringe sicherlich so die melancholische Rock-Röhre mit. Definitiv, so. Ja. Und Breakdance ist sicherlich aus den Federn von Kevin. Das liegt dir sehr. Hey, ja, also es ist irgendwie einfach dort, ich glaube, wir haben irgendwo auch das Glück gehabt, dass wir relativ schnell gute Leute ein bisschen beieinander hatten, weil ganz am Anfang, so wirklich die ersten paar Monate, war es noch so ein Easy Drum auf dem Computer gewesen, wo man sehr, sehr realistische Schlagzeugparts draufgeschrieben hat, aber ist klar, oder? 260 ppm, Double Bass ist immer lässig.
Hey, ja, und nachher hat sich der Gitarrist hat noch gewechselt, der Bassist dort, der Dave ist dazugekommen. Und dann haben wir eben eigentlich relativ zügig den Danu schon vor unserer ersten EP kennengelernt. Dann sind wir irgendwie also die Jungs, die wir jetzt sind wir eben seit 12. Also wir haben wie... Also wir haben noch einen Gitarrist. Wir haben mal einen Gitarrist gehabt, der dann irgendwann wieder gegangen ist, aber es hat sich wie nie gross verändert. Und ich glaube, das war gerade in den Anfangsjahren einfach mega wichtig, weil gerade am Anfang haben einfach alle mega Bock gehabt, um einfach etwas zu reissen und zum vorwärts zu kommen und zum nicht einfach nur im Bandraum hocken und einfach ein Bier trinken, was auch lässig ist, aber was wir nicht einfach nur gemacht haben. Das machen wir erst in Corona. Ja genau, das machen wir erst in hey, ja, und dann hat das irgendwie so entstanden und eben für mich ist einfach, ich bin so ein Punk-Metalcore-Kid. Linkin Park, Bullet for my Valentine, halt der ganze Stuff und ja. Und dort ist das dann halt entstanden. Also dort haben wir gar nicht so den Wunsch nach Originalität oder etwas gehabt, sondern wir wollten harten Scheiß machen. Ja. Und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, der Sound, wo ich glaube jetzt seit ein paar Jahren irgendwo ein bisschen das ist, was es ist. Ja. So. Ein bisschen Rap, Hip-Hop haben die auch reingebracht. Hey, längere mehr, ja, genau. Ja, voll. Finde ich cool. Ja, danke. Heute haben wir den Mauro gesehen, da sind wir mal Bars am Spitten auf Schweizerdeutsch. Wenn wir auf die Bühne geschaut hätten und nicht irgendwie mit dem Nico am Schnurren gewesen wäre, hätten wir den Mauro gesehen, ja. Der hat auch souveräne Medien gemacht, Fotos und Videos und so. Sehr gut. Ja, nein, es ist irgendwie so, aber die Grenzen haben sich so, die sind so verschwommen inzwischen in der Musik und das ist auch etwas, was uns mega entgegenkommt. Weil irgendwie eben vor 15 Jahren haben wir irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, was machen wir denn genau? Ist es jetzt New Wave, Metalcore, USA-orientiert oder weiss ich was? Und heute ist es einfach so, hey, auf die Schnauze, es muss ballern, fertig, scheißegal, aus welcher Ecke es kommt. Und das ist ja voll, also eben. Ja, ich sehe da so ein Ding. Es ist momentan, nennt sich jede Band, die irgendwie Breakdowns hat oder gleich noch Clean Vocals und Screams, ist einfach Modern Metal. Ja, Modern Metal, aber das ist ja genau. cool. Alles Modern Das Metal. mischt sich alles irgendwie, ja. Aber das ist ja geil. Also ich finde so, wenn man so schaut, was heute so alles rauskommt, ich finde es das cool, dass sich all die Bands nicht mehr darum scheren, dass man irgendwie einer gewissen Schemata folgt, sondern einfach sich bedient, was Spass macht. Ja. Also ich glaube, das ist, Das ist schön gesagt. und ich glaube, das machen wir auch. Also wir überlegen uns wie nicht, wir wollen die Musik machen, sondern es geht einfach da raus, wo rausgeht. Ja, und manchmal ist es ein bisschen origineller, manchmal ein bisschen weniger. Irgendwie, es kommt halt schon immer, also du merkst ja, dass du selber den Song, also man merkt ja, dass irgendwie die gleiche Person den Song geschrieben hat meistens, oder die gleiche Band dann zusammengekocht ist und den Song geschrieben hat. Weil wenn du jetzt mit irgendetwas kommst, was das Gefühl hast, es klingt jetzt komplett anders wie alles, was wir bis jetzt gemacht haben, bin ich mir fast sicher, wenn nachher alle zusammen mal das Ding dann durchgeschafft haben, dann am Schluss, auch wenn es jetzt vielleicht ein anderes Ding ist, dann es wahrscheinlich trotzdem nach Final Story. Ja, das ist ja nach so einer langen Zeit kann man sogar sagen, wenn der Kevin einen von seinen Blueprints bringt, kann er eigentlich schon, bevor er ihn uploadet, kann er sagen, ja, der gefällt dir. Der Part wird ihm Dani gefallen. Ja. Und der Teil wird ihm Dave gefallen. Oder eben jetzt der neue, der Pipeline ist. Mal schauen, ob der überhaupt jemandem gefällt. Wow! Schon gut Werbung gemacht im Vorhinein. Du bist Dani bei dir. Nein. Was war so ein Einfluss bei dir initial gewesen? Ich muss so sagen, als ich in die Band hineingekommen bin, um 2012, habe ich ein Inserat gesehen. Ich weiß nicht, ob es die Plattformen gibt, music.ch. Ja. Und dann gesehen, irgendwie Keine Ahnung. Metalcore, Post-Hardcore Band hat es da geheissen noch. Ja. Zentrum Niederwil, Wollemuri. Ja, einfach so die Region. Und ich selber habe vorher in ein paar Bands gespielt und ich komme mehr so ein bisschen, auch von der, also ich sage jetzt mal einfach Metal-Szene her. Manchmal war es für mich nicht hergenommen, aber ich finde es gleich auch schön, wenn man Clean Parts gesungen Teil hat. Auf jeden Fall, ich habe das Inserat gesehen und habe die Jungs kennengelernt. Und dort war ein Scheibenapparat, ein EP mit 5 Songs. Wo eben halt so das erste Produkt war. Und dort ist der Schlagzeuger eigentlich kurzfristig vor der Release-Show und so ausgefallen. Und ich hatte dann irgendwie 2,5 Wochen Zeit gehabt, ich mach's und dann einüben und dann spielen. Und dann haben wir Release-Show brutale Leistung war. Release-Show und dann noch ein Open Air und noch, wo haben wir noch gespielt? In Aarau im Wenk. Hast du noch Die Chance ist gross. Auf jeden Fall, ich habe dann 2-3 Konzerte gespielt und dann
Ja, ich glaube, ich bleibe. Also man hat auch gemerkt, das matcht, das grooved. Man hat alle einfach so gemerkt, es ziehen alle die gleiche Richtung. Wir waren sehr ambitioniert. Und dann unser erstes richtige Steckenpferd, wo wir gemerkt haben, es kommt wirklich alles aus einer Schachtel, ist unser Debütalbum Carpathia. Und in dem wirklich gemeint, das ist das Master-Ding. Und von dem hat sich immer wieder so ein bisschen aufgebaut, aber es ist eigentlich wirklich dieser Phase treu geblieben. Carpathia ist, glaube ich, 17? Ja, genau. 15. 15 Dezember. Aber noch im 17 mit deren auf Tour und Greenfield gespielt. So. Ja, wir sind im, das ist aber schon voll. Nein, wir sind im 16 im Greenfield und im 17 mit dem gleichen Set noch auf Russland 2 Wochen. So, ja. Und dann haben wir im 17 ja dann das Fall gemacht, ein Single. Und dann... Schon mal noch eine Akustik-EP rausgekommen. Ja, Akustik haben wir... Das ist stimmt. Ja, breit gefächert. Ja, aber ich bin schon wirklich voll daheim bei dem Sound, den wir machen. Und also bei der Akustik-EP? Dort vor allem. Ja, die hat am besten gefallen. Hast du den gefallen. gespielt oder was hast du gemacht? Nein, ich habe von außen zugeschaut. Bester Job. Hat ihm von außen auch nicht gefallen. Nein, ich finde so... Eben, man wächst halt rein, man wird älter und... Irgendwie sind wir immer noch die gleichen Dudes und haben immer noch voll den Plausch dran. Also und der Spass ist einfach wirklich so das Master-Ding, wo wir einfach uns orientieren, weil wenn wir das nicht mehr hätten, dann wären wir nicht mehr da. Also wenn du es nicht beruflich machst und keinen Spass mehr hast, also... Nein, uns ist dann kannst du eigentlich aufhören. Ja, definitiv. Nein, Spass ist bei uns immer eigentlich voll im Vordergrund. Es macht natürlich auch Spass, auch Videoclip machen. Es macht auch Spass im Songprozess zu sein. Aber wirklich so live spielen, da an einem Festival zu sein, das ist das, wo wir finden, das geht nicht besser. Am Samstag dahin, gut, heute hat es sicher viel geregnet, aber trotzdem, wir können unsere Musik anderen Leuten zeigen und vorspielen und das ist das Schönste. Ja, und ich glaube, das ist auch nach all den Jahren irgendwie immer noch mega surreal. Das halt gleich so, schlussendlich eben, für uns ist es einfach ein Hobby, schlussendlich, oder inzwischen ist es ein Hobby, es ist vielleicht nicht immer gewesen. Ja. Aber es ist halt gleich nur, du merkst, du kannst halt mit den Leuten immer noch so connecten, mit denen für uns zum Teil so alten Songs, aber auch heute merkt man wieder, du siehst Leute im Publikum, die halt die fast 10-jährigen Songs halt wirklich immer noch fühlen und das ist alles, also das ist halt schon sehr speziell. Ich glaube, das kennt jeder Musiker, das Gefühl, dass das einfach, hey, das geht einem mega rein und das ist halt extrem schön zum sehen. Nach all diesen Jahren, dass wir das einfach immer noch so machen können und dass es einfach immer noch Leute gibt, die kommen und können hören und wir schätzen jeden Einzelnen, wo das sich einfach immer noch gibt und für uns ist einfach immer wichtig, hey, es soll einfach ein gewisses Entertaining sein. Das ist für uns wichtig auf der Bühne, dass irgendwie etwas läuft und dass es einfach, ja, dass es einfach immer ein bisschen anders ist. Ja, und das funktioniert irgendwie. Ey, ich finde das nicht ein sehr stabiles Schlusswort gewesen, oder nicht? Ja, voll. Weil, also, habt ihr noch irgendwie, ihr noch persönlich etwas dazu hinzuzufügen? Weil ich habe gemeint, gell, du hast geschrieben, Future Palace. Future Palace. Ich finde eben auch, Future Palace sollte man schauen. Future Palace hat mir gerade vorhin mit hinter der Bühne noch kurz geredet. Ja, ich glaube, das gibt schon ein wichtiges Schlusswort, weil ich finde, weil ich habe gar noch gehört, wie wichtig das oder wie außergewöhnlich das ist. Mit der Sängerin, der Maria, wo sie die Band gegründet haben, habe ich den ersten Song gehört und ich habe gedacht, das wird dick. The next Big Bang. Wirklich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten Song gehört und dachte, nein, das ist Rotz. Und dann habe ich es nochmal gehört und ich gesagt, das ist Paramore, das Metal würde machen. Genau. Und dann habe ich gestartet, oder, mit dem Paramore Studio. Genau. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, machst du ein Featuring mit uns? Was sie gemacht hat auf dem Savage Soul Album. Unsere einzige Ballade ist sie drauf. Und wir haben vorhin gerade vom Schlagzeuger erfahren, dass sie, seit sie bei Future Palace ist, nur 2 Featurings gemacht hat. Nein! Dass sie das nicht machen. Stark. Und dort, ich habe sie gerade verwünscht, wo sie halt noch niemand kennt hat und darum hat sie das gemacht. Geil. Und wir sind die Letzten gewesen, wo sie das Featuring gemacht haben. Also von dem her, Closer of Savage Soul hat sie auch genau wie jetzt mega abgeliefert. Also von dem her. Ja, dann gehen wir doch auf Future Palace schauen. Ich würde auch meinen. Ja, Jungs, bis dann. Hey, danke. Danke fürs nächste Mal. In das Krise pflücken. Bis nächstes Mal. Yeah. Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Wir sind back. Diesmal mit Trust the Shark. Yes. Last but not least. Wir haben schon einen Haufen Bands interviewt, aber für euch haben wir natürlich auch noch einen Slot frei gehabt. Ihr seid 2 Mitglieder von Trust the Shark. Bitte stellt euch doch geschwind vor, was ihr macht. Voll. Und gefolgt von dem wäre es Hammer. Falls jemand Trust the Shark nicht würde kennen, beschreibt das doch mal einem Fan, der ihn neu gewinnen will. Voll. Ja, also ich bin der Floro, ich bin der Sänger. Ich bin so ein bisschen der Kopf der Band, glaube ich. Kann man so ein bisschen sagen. Jo. Du relativ viel organisieren, machen
Shows, probieren Shows zu planen für uns. Ja, und das Leben ist schon sehr, sehr lang. Das ist meine 4. Band mittlerweile. Und schön mit den Boys zusammen zu sein. Merci vielmals, ich übernehme gerade. Ich bin der Remo, ich bin der Bassist der Band. Deshalb freut es mich natürlich mal etwas zu sagen, wo Bassisten werden immer ignoriert. Also, wir sind auch schon davon gehabt. Guter Punkt. Genau, ich bin zusätzlich so ein bisschen das Küken der Band. Mit Abstand der Jüngste. Ja, wie wollen wir uns beschreiben? Ja, schon schwierig, so ein bisschen modern Metalcore, Hardcore, ist verdammt schwierig. Mir ist es abartig schwierig, einen Musikstil irgendwie zu beschreiben. Aber sie sagen modern, Hardcore, so. Ja, so ein bisschen Zeug, das Leute bewegt, nicht dringend emotional bewegt, aber echt schon so ein bisschen Movement gibt. Ja, genau. Ja, es muss echt klepfen. Ja. Das ist wichtig. Das ist geil, das hat jede Band gesagt, es muss einfach klopfen. Das finde ich super. Das ist eine richtig gute Lebenseinstellung. Was das für eine Bandbreite ist, was kann klopfen, oder? Ja gut, Sperling klopft nachher auch. Ja, auf nochmal eine ganz andere Art. Ja. Aber halt einfach ganz gemein hinein. Hey Leute, ich muss euch etwas gestehen. Ich habe euch schon zweimal gesehen, aber heute habe ich es nicht geschafft. Es war wirklich ganz gemein. Ich wollte im Zelt etwas holen und genau dann ist da die Gewitterwarnung gekommen und dann bin ich so unter meinem Pavillon gehockt, eine 3/4 Stunde und dann bin ich vorgekommen und die sind genau fertig gewesen. Die Geschichte habe ich vorher auch schon gehört. Haben wir vorher auch gerade einen gesagt, ich habe noch schon verpasst, jetzt sind wir 5 Mal probiert, aber es hat so fest gewittert. Nein, ich würde sagen 2 von 3 Mal ist nicht so eine schlechte Quote, weil vor allem der erste Gig von euch, der ist mir in mega guter Erinnerung geblieben, weil ich habe das eine unlustige Konstellation gefunden. Es war im Kiff und es war Trust the Shark, Escuela Grind, dann Dream Shade und Headliner Unearth. What? Ja. Hey, warte, bin ich auch gewesen. Dort bist du auch gewesen. Bin ich auch gewesen, ja, stimmt. Dort habe ich euch zum ersten Mal gesehen, euch vor dem auch nicht kennt, den Namen nicht. Ist das einer von euren ersten Gigs gewesen? Der erste Gig war im 23 im Improvisorium zu Hotwil. Und Unearth, wann war es? 24 im Sommer irgendwann. Ja. Aber ich weiss noch, als ich das Telefon bekommen habe am Sonntag, ich war dann im Garten gewesen, und dann ist das Telefon gegangen, weil der Unearth nochmal supporten, also schon mal supporten mit meiner alten Band. Und dann sind meine Knie schnell ein bisschen schwubbelig geworden. Weil es ist so eine Jugendband von mir, ich liebe die Band und es war ein cooler Abend gewesen. Unser Gitarrist Jim ist zu mir gekommen und gesagt, hey, ich glaube, das ist einer meiner schönsten Abende von meinem Leben. Also es ist wirklich... Das ist auch sehr geil. Es hat ein bisschen mehr Leute dürfen haben. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es wirklich fucking Unearth war. Ja, aber sie haben überhaupt nicht so gut. Aber es ist doch etwa eine Stunde gewesen, glaube ich, so im Gefühl her. Also eigentlich hätte es mehr Leute haben. Ja, ich glaube, das Problem war, dann war fast 14 Tage lang Alltag etwas im Kiff los. Darum hat es einfach irgendwie mal gut, so und Unearth hat der Heyday so 2000 bis 2010 etwa ist so, ja, das so ist top. so. Und jetzt ist es einfach eine legendäre Band, oder? Und entweder kennst du sie oder nicht, oder? Genau, ja, also so ein bisschen den Zenit überschritten, aber nicht unbedingt auf eine negative Art. Also, hey, man kann einfach dann noch später zu Unearth kommen, einfach, dass ich das mal gesagt habe. Es ist nicht unmöglich. Ich habe das auch erst vor etwas 4 Jahren geschafft, glaubst du. Aber weißt du, der Grund, warum ich dort war, im Gegensatz zu dir? Ja, ist die Band, die dir letztes Jahr einen Nervenzusammenbruch an diesem Festival gebracht hat, genau. Sie hätten ja auch da spielen letztes Jahr. Richtig, ja. Und haben dann nicht können, weil ihre Van 100 Kilo zu schwer war. Das war der Grund, wieso sie nicht einreisen konnten. Was? Ja, richtig tragisch. Ja, Brudi, Gesetz ist Gesetz. Ja, und auf jeden Fall, ich war so froh, dass ich es dort noch gesehen habe. Es war mein 3. Escuela Grind Konzert und ich feiere die einfach so hart. Wie sind sie Backstage so drauf gewesen? Also ich habe dann, als ich im Grenichen hätte gespielt, Kontakt via Insta mit dem Drummer und er hat mir wirklich geschrieben, hey, wir sind an der Grenze, ich schaffe es nicht und so. Und ja, das sieht echt schon genug über die Band aus. Also sie sind mega cool, super drauf und ich habe noch heute Kontakt mit ihnen. Wirklich cool. Schön. Ja, so stell ich es mir eben auch vor. Also ich habe mal ganz geschwind mitgeschnurrt im Werk Baden, wo sie die erste Headliner-Show in der Schweiz gemacht haben. Haben sie mir noch Platten unterschrieben und ein bisschen geschnurrt. Wirken extrem cool. Es war im Werk Baden mal wilde Zeit mit Metal-Shows. Ich weiss auch nicht, was da kurz passiert. Dort hat Mainland damals, glaube ich, so ziemlich jede Metal-Show einfach auf Baden abgegeben. Ja, ist auch eine gute Location. Sehr gute Location. Hey, aber wenn wir schon dabei sind, du hast gesagt, du hast schon in 4 Bands gespielt voran. Was sind denn das so für Bands in der Schweiz? Die kennt man wahrscheinlich auch ein bisschen. An bei der ersten. Ja, also die erste Band, das war wirklich eine Schülerband. Ja, ich glaube, da muss ich nicht viel darüber erzählen. Weil meine Jungs, die mit mir zusammen gespielt haben, die jetzt in grossen Bands spielen, reden auch nicht über die Band.
Und darum lohne ich das, glaube ich, lieber. Sonst hätten sie auch schon mit euch über das geredet. Oder hätten sie nämlich schon bei euch in einem Podcast gehabt. Dann das zweite Band war so ein Projekt, das ist in dieses Jahr gegangen, auch mit dem gleichen Gitarrist. Und dann ist Some Kind of Noise gekommen. Mit Some Kind of Noise haben wir im 12. hier gespielt, aber mit Unearth zusammen. Und da haben wir wirklich sehr, sehr coole Zeit gehabt. Also wir haben sehr viel mit Breakdown of Sanity gespielt, mit Promethy, mit Scream Your Name war dann noch gross gewesen. Ja. Stimmt, das sind alles... gespielt. Ja, wir sind so wirklich... Das ist die Schweizer Metalcore super. Ja, einfach so eine Berner Kantonsband, die einfach unterwegs war die ganze Zeit. Ja, coole Zeit gewesen. Ja, dann habe ich lange Pause gemacht und dann bin ich wieder ins Grenchen gekommen und habe gefunden, Scheiße, es fehlt einfach etwas. Das ist typisch, gehst, siehst Leute auf der Bühne und sagst, ich will auch wieder. Ja, es fehlt einfach irgendetwas. Und dann haben wir im 20 haben wir dann Trust the Shark gegründet. Ja. Aber 3 Jahre gebraucht, bis wir dann gesagt haben, jetzt wollen wir live etwas machen. Wir mussten sehr lange auf Remo warten. Ja. Korrekt. Und ich bin auch sehr, sehr random dazugestossen. Muss ich sagen, ich finde es immer wieder lustig. Gut, erzähl, los. Der Amigo... Kannst du es wirklich erzählen? Ja, Momo, der Amigo war mein Fahrlehrer gewesen. Also ich bin effektiv zu ihm in Fahrstunden gekommen und bin daraus in eine Band reingestiegen. Niemand hat es gedacht, aber er hat mir mal... Also du bist in der Fahrstunde mit dem Guilt-Trip Mütze reingekommen? So er hat Some Kind of Noise gefeiert. Er hat das mega gefeiert und hat es durch das echt cool gefunden, dass er zu mir in die Fahrschule kommen kann. Ja. Und dann habe ich mal in die Arschel Parish abgelassen, im Auto nach der Fahrschule, und hat gefunden, hey, das ist voll geil. Und dann habe ich gesagt, komm mal in die Band rum. Ja, also, so geil. Dann war es so, du hast mir noch ein Lied vorgestellt und eben gesagt, dass du ein neues Projekt hast. Und dann hast du einfach gedroppt, dass euch noch ein Bassist fehlt. Und ich bin halt dort so im Auto so, ich wäre ein Bassist. Also bist du effektiv Bassist oder bist du auch einer von diesen Gitarristen, der verknurrt wird, Gitarre und Bass zu spielen? Ich spiele beides, ja. Yes. Aber ich bin eigentlich wirklich Bassist. Ich habe mit Bass angefangen und nach wie vor mein Lieblingsinstrument, aber ich spiele auch Gitarre. Ich als Gitarrist habe angefangen Bass zu spielen und muss, seit ich Bass spiele, wirklich Zähne knirschen und sagen, Bass macht Musik. Es ist nicht Gitarre, es ist der Bass, der Musik macht. Basskick und Snare, Alter. Schwer. Ja, du musst so mega schwierig, einen guten Bass-Player zu finden. Das ist immer so ein bisschen... Wenn ich so an meine Anfangszeiten zurückdenke, ist irgendwie der am schlechtesten war, hat Bass gespielt. So mega als Opfer. Ja. Und jetzt, es ist wirklich schwierig, gute Bassisten zu finden. Auch in der Schweiz. Also wir haben sehr lange gesucht, wir haben 3-4 verschiedene Bassisten im Bandraum gehabt und es hat einfach nicht gepasst. Ja, voll. Und ich bin mega dankbar, ist der Remo zu mir in die Fahrschule gekommen. Ja, deshalb eben meine Empfehlungen, wenn ihr Bassisten sucht, gebt die Fahrstunden, die kommen vorbei, ja. Müsst ihr euch merken. Voll. Entweder es gibt 2 Möglichkeiten, ihr macht Fahrstunden oder teilen sie euch mit etwa 4 anderen Bands. Ja, so. Ja, genau. Gibt's auch. Aber Jungs, wir haben gestern schon mal Trust the Shark Flagge an einem Baum gesehen, irgendwo im weiten Weg. Wie ist das passiert? Ja, ich bin gestern um 2 kurz vorbeigekommen, einfach eine Band hören. Und nachher bin ich beim Eingang angestanden zu mir, dann habe ich in den Wald hochgeschaut, also respektive in den Baum hochgeschaut und die Flagge gesehen. Und dann bin ich komplett durchgefallen. Ich dachte, what the fuck, was geht hier? Was ist hier los? Aufgeklettert sein, ungefähr 20 Meter und die angemacht haben, oder? Ja, und nachher bin ich diesem Rätsel natürlich auf die Spur gekommen. Ja. Und jetzt herausgefunden, dass unsere wirklich treuesten Fans, die fast an jede Show kommen, die haben ein Gestaltchen mitgenommen, ein Seil mitgenommen, wirklich hochprofessionell. Safe voran. Aber in Nacht. Ja, Nachtschattaktion. Ja, sie sind auf den Baum geklettert und der es gemacht hat, ist wirklich in die Förster. Und also kennt sich aus mit dem, was er macht. Ist wirklich, hat sicher getan. Nicht einfach ein besoffener Brudi auch. Nein, das schon nicht. Dann müssen sie nicht so gut hängen. Also die Fahne hängen schon so solide Vorbereitung, oder? Mit dem Hellraum-Projektor unser Logo noch gemalt und so. Ein Riesenbüt. Geil. Und ich war wirklich da gestern und dachte, hey, so ein schönes Geschenk. Geil. Und nächstes Jahr ist 30-jährige Grenchen. Ich glaube, das hat noch nie irgendeine Band bekommen. So einen hohen Banner am Baum oben. Also wirklich, ich liebe unsere Fans. Ich liebe sie. Ja, so schön. Reaktion. Und ich meine, jeder hat die Flagge gesehen. Ja. Also die kannst du kaum übersehen, außer du schaust nur am Boden runter wegen dem Schlamm. Ja, und das Wetter hat sie nicht wirklich gut gemacht für die Flagge und sie lebt immer noch. Also, richtig. Mega schön. Es ist wirklich geil. Ja. Das ist wirklich geil. Ja, es sind vor allem so Sachen, die einen mega beflügeln. Also, klar, man spielt coole Shows, man probiert sein Bestes, aber wenn es dann so ankommt und du siehst so wirklich ein Zeichen vor dir, das ist echt mega cool, wirklich. Ja, das zeigt Wertschätzung, oder? Ja, genau.
definitiv. Aber ist das in dem Fall deine erste Band? Ja, bei mir ist die erste Alright. Band, also nebst der Schulband, Okay, dort ist ja. man natürlich mal rumgechillt, aber... stabil. Ja, klar, das ist meine erste Band, ja. Ja. Und es macht Fun, es ist wirklich die Shows, die wir spielen, was wir alles schon haben können zusammen erleben, es ist schon relativ crazy, für mich auch immer eben natürlich Jugendtraum, als kleiner Bübel irgendwo rumgekumpelt im Ja, Zimmer voll. und das Gefühl gehabt, man kann mal etwas so geben und dann plötzlich, gehst in die Fahrstunde und dann spielst du mit Rise of the North Star oder irgendwie gehst du Backstage München mit dem Tiefliegsten spielen. Crazy, aber pure geil. Aber das ist schon noch sick, weil du hast wirklich erfahrene Leute in der Band, wo du kannst etwas lernen, etwas mitnehmen und so, und das ist wirklich cool. Normalerweise sind alle irgendwie 17-Jährige und keine Ahnung. Also, ja, wie kommen wir zu Konzerten, wie kommen wir zu Shows? So. Ja, wenn ich so daran denke, wo wir ganz normal... Kennst du sicher auch, also die erste Band, die ersten Shows organisieren und denkst du einfach so, hey. Von dem her... Hast du gut gemacht. Gell, die erste Band haben wir noch zum Teil Freestyle, schnell Wochenende, es läuft nichts, komm, wir machen schnell ein kleines Festival. Und so am tiefen Emmental kann man das ohne Bewilligung. Geil. Aber ich muss auch sagen, wir hatten zum Teil auch Polizei auf dem Platz gehabt und Stadthalter, weiss nicht was. Dann hat man ein bisschen leisiger gemacht und wenn sie weg sind, hat man wieder aufzuräumen. Das ist schon gegangen. Aber heute geht es leider nicht mehr. Also es ist ein bisschen vorbei. Ja. Wie würdet ihr so den Zusammenhalt unter den Berner Bands heute beschreiben? Weil ich habe mal mit dem Manu von Omissis darüber geredet. Der hat gesagt, eben, er sei so ein bisschen dran, so ein bisschen Community versuchen zu schaffen im Kanton Bern mit den verschiedenen Metal-Bands. Und dann später hat es mal das Ruination Fest ist aus der Taufe gehoben worden, wo dem sicher auch Rechnung trägt, weil vor allem, nicht nur, aber vor allem Berner Bands geholt werden. Wir haben eben, also in Zürich haben wir halt wir, die so ein bisschen Sachen machen, in Luzern hast du hässliche Also Musik und so wir machen weiter. gar nicht, wir schnurren noch dumm. Wir haben das Bandhinder zum Beispiel. Aber das Bandhinder ist schweizweit. Aber bei fair, Metal Beat Bands sind eben der Seele von Days of Ruin und der Mulu halt von Omisys, halt, wo das machen. Ja, genau. Eben, hat mich Wunder genommen, wie du hast es angesprochen, so die vor 10 Jahren, die so bekannt sind, die Metalcore-Bands aus Die Bern. Berner Core Mafia. Genau. Wie würdest du Kann man das so auf sagen, heute ja. übertragen? Ja, also ich finde den Einsatz mega cool. Sie probieren wirklich mega gute Sachen auf die Beine zu stellen. Für uns ist es jetzt momentan ein bisschen doof gelaufen, weil wir hatten 2 Shows zu planen mit ihnen und wir haben immer absagen, weil wir einfach andere Termine hatten. Aber ich selber spüre das extrem noch, weil ich halt die Leute sehr lange schon kenne und durch das mein Netzwerk aufrechterhalten und ich feiere so mega. Also ich habe mega Freude, dass in Burgdorf etwas läuft, dass wir so nach wieder eine Szene haben. Also es ist super. Aber man merkt halt schon, dass es nicht mehr das Gleiche ist wie früher. Es ist nicht mehr so viel wie auch schon. Weil halt einfach eben Auflagen da sind. Eben ein Beispiel, das Improvisorium Hotwil. Dort hatte ich eines von meinen ersten Shows gehabt. Und ich glaube, in die 17 war oder 18 war. Und es wird jetzt auch zugehen im November. Und es ist überall das ein bisschen so, dass einfach Clubs geschlossen werden, weil die Leute nicht mehr kommen. Also es ist schon viel verändert. Ja. Es geht alles klein eigentlich zu momentan. Es ist Ja, wirklich ist wirklich schlimm. Im Werk Baden gibt es jetzt dann gleich auch nicht mehr so viele so Shows, habe ich letztes Mal so ein bisschen durch die Blume gehört. Also sicher. Warum denn? Weil das Konzept ändert. Ah, schade, okay. Die Stadt Baden ändert irgendwie das Kulturkonzept und darum ist dort dann irgendwie etwas ein bisschen komisch. Finde ich nicht gut. Ja. Aber dafür gibt es so Gegenbewegung. Nein, es ist nicht, da müssen wir vielleicht später mal drüber reden, wenn es nicht great ist. Es ist nicht so schlecht, wie es jetzt tönt. Es ist einfach, es wird anders. Dann hast du halt Core-Band in Basel, Metal Beat Band in Bern, Hässige Brus in Luzern, wo man gesagt hat, ich glaube, es wird schon vom Underground wird trotzdem noch versucht, etwas zu pushen. Das ist gut. Ja, und das ist echt extrem wichtig. Also es ist wirklich wichtig, dass man Zusammenhalt hat, dass man zusammen schaut, dass man zusammen etwas organisiert. Also ich feiere das total, wirklich. Ja, ich finde, manchmal könnte man noch so klein auch nachher übergreifend übergehen, eben, dass nicht nur wir Berner miteinander sind, die Zürcher und Luzerner, sondern wirklich wir als Metalheads unsere Community haben und die wirklich pflegen, aber gerade mit Sachen wie hier, also einfach so ein bisschen wirklich miteinander verknüpfen. Ja, ich meine, wir haben alle die gleichen Interessen, die alle die gleichen Ziele, sind alles die gleichen Leute. Und deshalb wäre es eigentlich cool, wenn wir da noch so ein bisschen grenzübergreifend gehen. Ja? Theoretisch gesehen, ich habe mir jetzt gerade nur so, wenn du das so sagst, habe ich mir gerade überlegt, wenn wir jetzt überlegen, wenn alle Schweizer alle Underground Metal Bands zusammen würden schon im Werk im Dynamo organisieren in Zürich.
Es wäre voll. Alle am gleichen Tag. Es wäre voll. Wir müssten halt alle niedrig kaufen, aber es wäre voll. Ja. Und dann müsstest du mit dem auf Tournee gehen. Nicht nur im Dynamo, sondern auch noch im Dachstock. Alle dann Bands in alle Locations. In Schür oder so. Ja, Ja, in der absolut. Schür, Ja. Und dann zahlt halt jeder, der Dann dort noch im ist, seinen Valhalla Eintritt Basel von und so 20 Stutz weiter, ja. selber. Und nachher hast du quasi gefaked, dass alle mal im Dynamo gespielt haben oder in den grossen Das Locations. hat irgendwie im 10 oder 12 hat das Macbeth-Tour geheißen. Das habe ich mal geholfen organisieren. Ah ja, das hat es gegeben, stimmt. Ja. Macbeth-Tour. Dann sind wirklich nur Schweizer Bands rum gewesen. Dann sind wirklich die ganze Schweiz gezogen. Einfach immer Freitag, Samstag. Nice. Das ist sehr geil wirklich gewesen. sehr schön gewesen, ja. Nice. Aber wie siehst du, Florian, die Entwicklung von der Metal-Szene in den letzten 10, 15 Jahren? Was siehst du so anders? Was hat sich geändert? Ja, für mich als alter Mann, wenn ich es so sagen kann, ist natürlich krass, wie mit einfachen Mitteln heute relativ viel kannst machen kannst. Aber wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich angefangen habe, dann haben wir von einer CD-Produktion von 40.000, 50.000 Steinen geredet. Ja. Und darum haben wir es nicht gemacht, weil wir einfach mit 18 kein Geld hatten. Ja. Und heute ist es halt schon viel einfacher, Musik zu klepfen. Was einfach sehr schwierig ist, ist dann die Musik unter die Leute zu bringen. Also ich sehe es bei uns, wenn wir etwas posten, wenn wir einen neuen Song rauslassen, auf gut Deutsch gesagt, es interessiert keine Sau. Ja, sucht niemand. Der Chef geht echt komplett unter. Und das ist das, was mir ein bisschen weh macht. Dann bei Some Kind of Noise haben wir so ein bisschen die Facebook-Ära gehabt. Ja. Und da hat man irgendwie ein neues Lied von Enter Shikari gepostet. Das war so der absolute Shit gewesen. Ja. Und dann haben sich alle Leute gepostet. Alle in Facebook haben es gepostet. Das ist Ja, voll. durch wie die Decke. Und heute interessiert sich niemand. Ja. Und das ist sehr schwierig. Ja, aus dem Gedanken haben wir den Podcast angefangen. Weil genau das. Wir haben das Gefühl, so wie haust du einen Song raus oder ein Kollege haut einen Song raus, oder wo ich halt auch Bands produziert habe. Oder? So, du schaffst mega lang mit der Band zusammen, oder? Schaffst mega hart die Musik, kommt nachher raus und es passiert einfach nichts. Oder? Niemand kann es hören, niemand sieht es. Du siehst es nicht einmal wegen den Algorithmen, das ist verdammt schlimm. Ja, es wird echt weggeklickt. Eben. Dann AI-generierte Kackvideos auf Instagram und TikTok hast. Ja, geht darum nicht mit so Zeug. Ja, ich habe auch nicht dringend. Ich weiß nicht, wie es vor 10, 15 Jahren war, aber ich finde, es hat halt einfach aktuell so ein sehr, sehr grosses Angebot. Es gibt so viele coole Bands, die echt wirklich soliden Sound liefern und es sind wirklich alle geil. Es ist echt wirklich schwierig, dort noch rauszustechen. Definitiv, ja. Das war vielleicht früher anders, wo es noch echt weniger Bands hat gegeben. Ja. Ich glaube, es hat nicht weniger Bands gegeben, es hat glaube ich, einfach weniger Social Media gegeben, die die Bands so, nicht präsentieren können. Ich glaube, Bands sind etwa gleich viel rum gewesen. Die haben halt einfach nicht... Ja, die haben mal ein Demo-Tape rausgebracht und nicht ein ganzes Album. Ich habe gerade an das gedacht. Nicht alle zwei, irgendwie jetzt eben da, der Ricky hat ja mit Taoist das Album geschrieben und released jetzt alle Monate einen Song. Also Aber früher halt gar nicht können. Das mit den Demos, also wirklich Demos, nicht so schöne Studioaufnahmen, sondern Demos, die Demo-Tapes, richtig ja, so. räudig tönen, das gibt es doch gar nicht mehr. Doch, Also das gibt es schon noch, die bleiben einfach die Heime. Ja, aber ich habe das einmal hure interessant gefunden für eine Band, wenn sie dann schon 2, 3 Releases hatten, um dann zu hören, wie hat das Demo tönt früher, was noch ganz noch Also das Lustige ist, Kassetten kommen wir damit zurück. Also ja, in der Hardcore-Szene ich kaufe ist etwa die crazy. Kassetten, Ja, das ist geil. aber das ist Nostalgiegefühl und auch, aber bei den Jungs sind es auch, sie haben es nicht erlebt, aber Ja, es ist so wie stimmt. etwas Cooles von der Vergangenheit und es ist unique. Weil das ist das Problem, heutzutage ist irgendwie so, es ist nicht mehr so physisch, oder? Du kannst nicht mehr, es ist nicht so ein Produkt, wo es ist schwierig etwas wertschätzen, das nicht da ist, oder wo kannst du einfach gratis hören. Oder? Und es kommt irgendwie ein bisschen zurück in dem Sinne. Und Kassetten sind, glaube ich, günstig zum Produzieren, weil die kostet meistens nur so 5 oder 10 Stutz. Keine Ahnung. Etwas so, ja, wahrscheinlich. Kein Plan. Ja, Ich bin mir fast sicher, dass... Kassetten. Ich bin mir fast sicher, dass Nein, ich glaube, Kassetten... so Platten wäre bei uns das Thema. Wenn Ja. unser Album Ja, es ist Jahr einfach Zeug, fertig das du musst ist. haben, wo du kannst quasi in deiner Wohnung aufstellen. Weil ich habe das Gefühl, Ja. die meisten Leute kaufen sich eine Platte oder eine Kassette nicht, weil sie es wollen von der Platte hören. Ja, Die voll. meisten haben wahrscheinlich gar keinen Plattenspieler, sondern einfach Genau. um ein Andenken haben. Oder einfach, ich wollte eine Band unterstützen. Genau, das ist Und dann Erinnerung, kann ja. ich mir halt die Platte irgendwo in die Wohnung stellen und es sieht cool aus. Dekorartikel Genau, in ja. dem Sinne. Ja. Voll. Darum sind ja alle Platten immer so geil farbig. Ja. Ja, ist so. Darum sage ich den Bands immer, machen andere Merch als nur Shirts. Machen sie zum Beispiel Badhosen, oder? WC-Papier. Ja, oder WC wäre immer noch Schüsseln. der Game Changer. Das Problem ist einfach, ich habe noch niemanden gefunden, der eine Ladung WC-Papier, weil du kannst nur palettenweise bestellen. Wir haben das wirklich überlegt, wenn wir eine Palette bestellen, und dann haben wir gesagt, Bruder, wir können die Palette nie nicht unterbringen. Weil das Im wären Proberaum. 600 Im Rollen. Proberaum. Ich habe keinen Platz für 600 Rollen WC-Papier im Jeder Proberaum. hat schon Platz. Nicht für 600 Rollen. Aber es wäre der Und das geilste Gute Merch. ist, wenn auch Corona zurückkommt, bist Ja. du dann ein reicher Mann. Das wär's, ja. Das ist WC-Papier. Ja, Dann. wiederum das Problem ist dann auf deine Band wie geschissen.
Literally. Ja, aber du musst einfach, du kannst einfach, wenn du musst nur richtig aber wenn du das Konzert spielst, kannst du einfach... Deine Band ist der heisseste Scheiß. Ja, oder du kannst einfach, bevor das Konzert losgeht, in die Venue einfach auf jedem WC gehen, die WC-Papierrolle mit deiner Band WC-Papierrolle austauschen. Ja, gut, ja. Aber wenn ich jetzt, das bin jetzt halt einfach ich bin einfach so ein Lustiger, wenn ich jetzt bei einer Band würde durchlaufen und ich hätte die Band jetzt zum Beispiel, jetzt zwar so Medium gut gefunden, so, ja, ich kaufe jetzt kein T-Shirt von denen, aber ja, sie sind gar nicht schlecht gewesen. Und dann laufe ich raus und dann sehe ich, WC-Papierrolle für 5 Stutz. Ja, ich nehme 2. Sehe ich. Aber Jungs, zurück zu Trouser Shark. Was sind so die Zukunftspläne bei euch aktuell? Vision? Ja, sicher. Jetzt erstmal sind wir an einem Album. Wir regelmäßig Songs releasen. Jetzt eben 2 haben wir schon draussen. Der nächste kommt... Morgen um 12 Uhr. Morgen um 12 Uhr oder so. Ja. So also der 3.8. Ja. Also entweder, wenn der Podcast rauskommt, gleichzeitig oder gestern. Oder vorgestern. Genau, und er halt weiterhin auch mal nicht ein Song wäre. Das Ding, bis die Platte komplett aus ist. Also so ein bisschen so, wie es jetzt bei euch. Ja, ich glaube, das ist vorerst das. Und dann einfach geile Shows spielen. Noch weitere fette Show im Winterthur im Gaswerk, oder? Genau, ja. Nice. September. Mit wem? Wann? Ich komme. 13. September im Gaswerk mit Samu and Bai, oder? Richtig, ja. Wer opnet? Nein, ich kann gar nicht, ich bin dann in der Ferien, verfickte Scheiße. Schwach. Das tut mir mega leid. Das war keine Absicht auf jeden Fall. Oh, with one word. Okay. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, genau, das ist eigentlich so ein bisschen näher in Zukunft. Und sonst, also klar, man will Musik rausbringen, man will wirklich gute Zeit haben. Aber also, wir wollen alles hobbymässig behalten. Wir werden uns nie wirklich nur auf Musik fokussieren, aber vielleicht so ein bisschen mal so ein Statement sein, Schweizer Musikszene, absolut. Vielleicht so ein bisschen à la Valetudo oder so, wirklich so ein bisschen, dass man uns kennt, aber jetzt nicht irgendwelche globalen Erfolg oder so. Also, es ist ja wenn jetzt wir Unearth kommen und sagen, 2,5 Wochen Europatour, kommen wir mit, ja oder nein, dann? Schwierig. Sehr schwierig. Ja, der grösste Teil der Band ist echt zu alt. Okay, fair. Ja. Wir sind zu alt, wir sind zu fest im Leben drin. Wir haben zum Teil Kinder, wir haben Häuser, wir haben Jobs, wo man nicht einfach kurz geschwind her tun kann. Also, ich muss zum Beispiel ein Jahr voraus meine Ferien planen. Also es ist recht schwierig. Ja. Das wird alles nicht weniger kompliziert mit der Zeit. Ja. Gut, Tours in der Regel, wenn es gut geplant ist, sollte schon ein Jahr voraus geplant werden. Sollten, ja, wenn es gut geplant ist. Ja. Cool wäre schon mal so ein Nightliner zu sein. Hast du jemals etwas gut geplant gesehen, irgendwo, abgesehen von diesem Festival? Guter Punkt. Shows von Safer als Breath, die sind gut geplant. Beste. 5 Bands im Werk 21, wir haben 20 Minuten Umbauzeit. Figure it out, kids. Noch eine Frage aus meiner Sicht, wie hat uns Bullhead gefallen? Ihr habt am allerersten Bullhead auftreten. Wir sind sehr spontan reingekommen, wir waren ein bisschen Backup-Band. Für uns war es eine relativ spontane Geschichte. Mega cool, dass wir mitmachen durften. Also es war super organisiert, super Location. Ich habe es mega cool gefunden mit der kleinen Bühne unten, grosse Bühne oben. Es hat einen Wechsel gegeben vom Publikum. Also wirklich top, super Sache. Coole Leute, die es machen. Ja. Also wirklich, Hut ab. Und sonst, wie war jetzt die Erfahrung jetzt am Granichen für euch? Ja, wie war eigentlich das Granichen? Das haben wir gar noch nicht gehört. Ja, stimmt. Ihr habt eine Show gespielt. Wie war die? Wir haben jetzt erst eine halbe Stunde über alles andere geredet. Granichen ist halt in diesem Jahr ein bisschen schwierig wegen dem Wetter. Also es war halt schon für die meisten Leute ein Bremser gewesen. Und das haben wir jetzt bei unserer Show schon ein bisschen gemerkt. Die Leute aber ich glaube, Sounderia war ein Vorteil gewesen. Ja, für uns unbedingt. Weil wenn wir draussen gespielt hätten, es hat ja voll verpissen. Ich glaube, wir hätten nicht wirklich viele Leute gehabt. Genau, wir haben wirklich perfekt Zeitpunkte getroffen, wo wir anfangen zu spielen. Aber eben, ich glaube, die Leute sind nicht so abgegangen, weil die auch hure klunken vor dran war. Ich meine, wenn du ein bisschen abgegangen bist, bist du wahrscheinlich auch auf Fressigkeit. Ja, wahrscheinlich. Und ich wäre ja genau gleich gewesen. Also ich wäre ja auch nicht abgegangen. Ja. Ich hätte einfach meinen Kopf bewegt und hätte es einfach genossen. Und das habe ich extrem gefühlt. Also ich habe gefühlt, dass Energie kommt, ich habe gefühlt, dass die Leute Freude haben.
Und auch das Feedback nach dem Back, also am Merch-Stang war echt so gewesen. Also wirklich cool. Oh, ja, wir haben eine coole Mischer dabei gehabt. Genau, und eine coole Anlage natürlich. Natürlich schon. Gino von Polarshift ist ja bei uns wieder mischen. Der hat uns so letztes Wochenende im Rotten Rock, sind wir ja auch gewesen, mischen. Stimmt, ja. Genau. Wie war der gewesen? Hey, auch cool. Auch Regen. Auch Regen, okay. Dort auf einem Flugplatz, deshalb weniger Matsch das Problem, dafür draussen, also wirklich effektiv der Regen das Problem. Die Organisation, alles wirklich hammer, super abgelaufen, gut zu uns geschaut worden, also wirklich grosses Merci an Rottenrock. Die Leute so ein bisschen weniger abgegangen, haben das Gefühl gehabt, als jetzt hier. Weil hier hast du jetzt wirklich gesehen, sie sind nicht so moschen wegen dem Schlamm und so, aber du hast wirklich bis hinten so ein bisschen Köpfe gesehen, die so ein bisschen diesen da hier machen. Und es macht halt Freude, wenn du wirklich siehst, dass die Musik so ein bisschen ankommt. Und deshalb hat man sich, also ich habe mich jetzt wirklich sehr belebt gefühlt hier auf der Bühne vom Grenichen. Natürlich auch ein riesen Goal gewesen, mal im Grenichen zu spielen. Ja. Und deshalb wirklich, ich habe hier eine gute Zeit gehabt. Ja. Oh, der Hanabi ist am Abgehen. Sie ist immer noch Hanabi. Ja, sie ist immer noch Hanabi. Ja. 6 Space Trolls pro eine Minute und nachher so Spongebob geschreit. Ja, und nachher auch die Lows, die sie kann. Ja, aber so läuft's, so läuft's. Ja, so funny. Aber nein, cool. Haben wir sonst mal abschließende Wörter für alle Zuhörer, die euch jetzt zum ersten Mal hören? Wo sieht man euch noch das Jahr? Ja, aber wir haben nicht wirklich viel geplant jetzt wegen dem Album. Aber Winterthur ist noch die nächste Show und dann eventuell noch ein Open Air Mitte August, wo wir wissen, dass wir am Samstag, Sonntag spielen können, aber ist immer noch nicht definitiv. Also so, ja, ist endlich ein bisschen spontan. Ja, wir sind spontan unterwegs, grundsätzlich. Ja, also jetzt dieses Jahr muss ich sagen, mehr Album. Also wirklich Songs releasen. Auf das könnt ihr noch freuen, einfach, dass mehrere Trusted Shark Tracks noch rauskommen. Und sonst eben Shows relativ ruhig. Noch das Wind im Gaswerk. Und dann, ja, noch das. Ja. Schauen wir noch, da November, Dezember kommt jetzt mal schon noch etwas rein. Ich habe da schon 2-3 Sachen noch im Hinterkopf. Aber ich mache noch Weiterbildung momentan, darum ist es dann auch ein bisschen ruhig. Ich brauche die Zeit ein bisschen anders, wie es halt sonst ist im Leben. Cool, ja, okay. Merci für eure Zeit. Ja, merci vielmals, hey, wir dürfen hier sein. Merci vielmals für alles Aufstellen. Wie gesagt, verknüpfen die Szenen und echt viel, viel Liebe für die Szene. Ja, soll man sagen. Merci Leni fürs Aufstellen, das war nicht mir gewesen. Nehmt eure Kollegen Local Shows, machen die Szene grösser. That's it. Stressen die Leute bei euch im Büro, nehmen sie mit. Sagen ihnen einfach, du kommst nicht mehr ins Büro, am Montag, wenn du nicht an meine Show kommst. Oh, scheiß auf Friday Bier, komm moschen. Ja, absolut. Einfach Leute fretten, sie einfach rein guilt-trippen, das Bier einfach reinholen und dann ist das schon gut. Irgendwie behalten wir sie dann rein. Ob es legale oder illegale Mittel sind, ist wie so gleich. Sehr gut. Die wichtigste Frage haben wir immer noch nicht gestellt. Wie sind ihr zu eurem Bandnamen gekommen? Ja. Das ist nämlich jetzt, da können wir nicht rundherum. Ja, ich finde es im Fall noch cool, dass du das jetzt erzählst. Und dann können wir nämlich wieder zu der Unearth-Show zurückkommen. Und zwar ist das ein Song von einer Band von Amerika, wo Trusted Shark heisst, der Song. Und wo wir im Kiff gespielt haben, hat mir irgendein Dude im Insta geschrieben, hey, wie seid ihr auf einen neuen Bandnamen gekommen? Dann haben wir es eben geschrieben, wegen dieser Band und so weiter. Dann hat er geschrieben, hey, cool, ich war der Sänger von dieser Band. Dann bin ich komplett durchgefallen. Das war so witzig. Final Story hat die Band geheissen. Final Story wie die heute auch da gespielt haben? Nein, nicht die. Also ja. Also man heisst es so, aber sie heißen so, aber sie nicht die. Ist von Amerika. Final Story. Genau. Okay. Final Story, Trusted Shark. Heisst die Band, ja. Der Jim, unser Gitarrist, ist auf diese Bandnamen gekommen. Dann haben wir ein bisschen voneinander genommen, wir hatten verschiedene Bandnamen gehabt. Und ja, ich habe es dann für den entschlossen, weil wir einfach so ein bisschen Metaphern cool gefunden haben. Genau. Ja. Ich muss sagen, ich bin selber noch ein bisschen auf der Suche, weil ich bin nach dem Bandnamen in die Band gekommen und ich höre diverses, eben der Jim, den du vorhin erwähnt hast, der ist sehr auch so ein bisschen Sea Shepherd und Tauchen angefressen, hat auch sehr viele Tattoos mit den Haien und allem und wirklich, ich glaube, über ihn ist eigentlich der Name zu uns gekommen, Ja. Oh, alright. Cool. Ich finde es auf jeden Fall ein geiler Name. Ja. Merci. Alright. Also, bis nächstes Mal zusammen. Merci. Ja, wir sind zurück, liebe Leute. Das letzte Mal. Und wieder mit der Lea. Lea, warum bist du wieder dabei? Gell?
weil ihr gesagt habt, ich soll da sein. Und da ist sie! Zuverlässig! Wie eigentlich das ganze Wochenende war. Wir haben jeden Termin eingehalten. Wir haben noch mehr Content produziert, als wir vorher haben. Hey, ja. Und jeden Tag sind noch uns sponti Sachen in den Sinn gekommen. Der Sponti hat jemand gefunden, ja, ich habe Zeit, und da haben wir noch etwas gemacht, oder? Ja, wir sind fast so zuverlässig wie der Regen. Fast. Stimmt. Fast. Und jetzt Bella. Ich mag mich erinnern, heute vor einem Jahr sind wir in unserem Container gehockt. Jetzt schon mal ein rechtes Glow-Up zum Container da in der Infrabar. Ja. Und da sind wir beide so kaputt gewesen. Wirklich total kaputt. Jetzt ist gar nichts dagegen. Nicht mal vielleicht, nein. Und ich weiss zumindest bei mir, warum das nicht so ist. Weil ich habe viel weniger im Alkoholabus ausgefreut als vor einem Jahr. Wirklich, ich habe vielleicht 3 Bier gehabt. Letztes Mal waren es eher 15 oder so. Es ist auch weniger süffiges Wetter heute. Ja, aber es macht einen riesen Unterschied. Ich meine, ich muss nicht, aber ich könnte ohne Problem noch eine Stunde schnurren. Das ist im Fall eine These, die habe ich vor etwa 8 Jahren mal aufgestellt. Da habe ich gesagt, lang wach bleiben geht. Entweder du, also nein, es geht saufen und nicht schlafen. Die geht nicht. Saufen und lang schlafen geht. Oh ja. Nicht schlafen und nicht saufen geht. Aber beides zusammen macht dich kaputt. Stimmt. Ja. Und darum ist es so ein bisschen, wie wenn du nicht so viel saufst, bist du eben wirklich viel parater. Und vor allem, Ist so, ich ja. habe letztes Jahr ein Jahr kein Konzert, kein Alkohol getrunken. Und ich habe mich darüber gefragt, so, also auf diesen Leuten. Und dann habe ich dann irgendwann so, ich habe wirklich lange gebraucht, um zu checken, dass die Leute gar nicht irgendwie, die so in dich reingehen am Konzert und immer hinterher stehen, dass die sind doch halb besoffen. Ja. Ist so, Alter, absolut. das ist einfach tragisch. Also, Ja. wenn du an einem Konzert saufst, gang mal an ein Konzert und trink nicht und schau diesen Leuten am Konzert zu. Ach, das ist kein amüsant. Oh ja. Der will kommt zu mir und heißt so wie, bin ich auch immer so gewesen, wo ich besoffen war? Bin ich natürlich nicht. Ich bin viel schlimmer gewesen. Ja. Ich habe nicht gesoffen, ich habe geschlafen, aber ich bin dafür krank. Von dem her, man kann nicht alles heimleben. Was? Du bist jetzt krank? Ich bin seit 2 Wochen krank. Ah ja, stimmt. Ah, okay, immer noch das krank. It's a scam. Der Ricky behauptet seit 2 Wochen, dass er krank ist, dass er nicht muss zu Hause ist, Bandprobe machen. Hey, das kann hey, machen wir schnell Recap vom Tag heute. Auf jeden. Ja, warte schnell, ich müsste Hol mal das Line-Up führen, komm. Gib mir schnell eine Sekunde, ich muss noch kurz... Du hast es um den Hals? Ja. Nein, aber nicht. Also. Ich habe keins mehr für Also, mich. es hat tipptopp. am 10 Uhr am Morgen angefangen. Drill. Ja, am 10 Uhr am Morgen hat es angefangen, genau. Metals Mörgle. Wir Metals selber. Dann... Das war sehr gut gewesen. Ja. Das ist richtig gut Das ist gewesen. Also wunderbar nochmal schnell gewesen. von meiner Seite ein grosses Lob an euch. Wirklich, also auch jetzt im Ganzen, was ihr jetzt so das Wochenende geleistet habt und auch im Allgemeinen, was ihr so macht und so. Also wirklich messi vielmal, was ihr da für die ganze Szene eigentlich so tut. Das ist Danke wirklich dir. mega gut. Danke vielmals. Coole Sache. Ich habe es schon öfters gesagt, das Wochenende, wir geben uns und haben Mühe. Hat er gut gemacht, hat er wirklich gut gemacht. Und gibt sich Mühe. Der Bella hat super organisiert mit den Bands. Da bin ich froh, weil das mache ich sehr schlecht. Hat alles geklappt. Tutti quanti. Ja. Ich bin sehr stolz auf mich selber. Das darfst du auch sein. Voll. Das ist viel besser gelaufen, als ich gedacht habe. Letztes Mal war das ein Chaos gewesen. Aber du auch dort ist es hast alle gelaufen. Bands abgeholt. Fast alle Bands Hey, das ausbegleitet. reden Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es gewusst, ich habe es auch vergessen. Wir haben schon gelernt für nächstes Jahr, dann machen wir es nämlich noch besser. Okay, das ist gut. Also, der erste Act nach uns war Drill gewesen. Yes. Richtig gut. Haben wir schon darüber geredet, Ja, wie geil da hat das sich gefunden einfach voll in haben. meinen Kopf hineingebohrt, der Ganze. Ich muss, glaube wirklich langsam ins Bett. Das Ja, wird schon eigentlich nicht ist es schuld. gescheiter. Nein, aber Drill hat durchgeballert. Also heute ist, glaube ich, eigentlich hätte ich das Line-Up verkehrt rum gewesen. Gestern war 1. August gewesen. Weil heute war im Zeichen des Ballerns und gestern ist so ein bisschen weniger geballert worden. Stimmt. Von dem her ist eigentlich das Line-Up verkehrt rum gewesen. Das war ganz heavy gewesen. Nachher circa, die ersten, die wir heute interviewt haben, sind die ersten, die auf der Mainstage gespielt haben. Ich habe einen Teil von der Show geschaut, habe ich easy gefunden. Bella, du hast glaube ich mehr gesehen, oder? Ja, ich habe es auch geil gefunden. Es war Deutschpunk. Ich liebe Deutschpunk. Deutschpunk cool, beste Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine Schweizer Band, abgesehen davon, dass sie Schweizerdeutsch geredet haben. Von dem her, die sind gut. Deutscher Punk, guter Punk. Ja. Also ich habe es wirklich geil gefunden. Vor allem hätte ich nicht erwartet, dass... Er hat gesagt, er singt. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Sänger ist. Ich hätte gedacht, er hat noch eine Gitarre rum. Oder Nein, so. er ist ein richtig dominanter Frontmann, wenn er auf der Bühne ist. Ich
Also weißt du, Ja, nicht, ist so. nicht, dass es mich wirklich, also nicht, dass ich es mir nicht gegeben hätte, aber es hat mich doch erstaunt. Ja, Also, weil ich glaube, im Podcast war so ganz gechillt gewesen und so Ja. laid back und so. Ja. Nachher ist er auf dieser Bühne gestanden und hat rumgesäckelt und ich bin sehr positiv, also nicht positiv überrascht, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin ja eh schon mit High Hopes angegangen. Positiv bestätigt. Ja. Hat bei Ihnen noch die Sonne geschonen? Ja. Tatsächlich. Glaub's, ja. Dann Trust Shark. Nachher Gas gegeben. Die habe ich auch gesehen, die sind gut gewesen, ja. Ganz gut, ja. Die haben sehr geballert. Dann hat es vor allem richtig runtergeladen. Richtig Dort runtergeladen, war ja. die Gewitterwarnung, da bin ich bin gerade dann ins Auto gegangen, etwas lassen. Dann habe ich auch am Eingang gewartet für 10-15 Minuten und dann gefunden, ich Bin ich der Einzige von uns, der die ganze Trust Shark Show gesehen hat? Nein, nein. also mal, also ich bin gegangen. Ich bin auch gegangen, aber... Was hast denn du gemacht? Nein, schau. Das war dein Highlight vom Tag. Aber schau. Ich habe nachher gewartet, so 10-15 Minuten beim Eingang und ich habe so wie... Entweder laufe ich jetzt durch den ganzen Gewitter und den ganzen Regen und so, oder ich verpasse Trust Shark. Und das geht nicht. Also bin ich einfach durch den Regen gelaufen. Ehren Ricky. Ja. Sehr gut. Aber Leo, was war denn dein Highlight gewesen? Hast du heute noch einen anderen Ginger mit einer Gitarre gesehen, wie der Gitarrist von Sperling? Hey, ja. Auch raus! Ja, ich bin eigentlich irgendwann so gegen die 4:03 bin ich abgezupft, bin nach Zürich gefahren und Ed Sheeran schauen, im letzten Grund. Schau mal. Ja, und dann bin ich um 11 Uhr wieder da gewesen, habe noch kurz Paleface gesehen und nachher straight zu... Ja, weil wenn das Ja. ich bin wieder mal zwischendrin viel natürlich. vorausgegangen. Ja. Nachher hat wer gespielt? Also Aber mich noch hätte noch mega Wunder genommen, hast du nur den Ed Sheeran geschaut oder bist du ihm auch noch begegnet? Oder? Also ich bin nur dort gewesen als Ah, Gast. okay, Nur okay. als Gast dort Easy, gewesen, genau. okay. Weil ich eben Tickets hatte und ich konnte die leider Gottes nicht verkaufen. Oder blöd. umtauschen. Ja, fair. Okay, Deswegen habe ich müssen. sehe ich. Ja. Darum hast du heute Morgen gefragt, ob noch jemand mit dir ein Ed Ja, Sheeran genau. Konzert will. Also jetzt ganz im Ernst, wäre es nicht am Open Air, wäre es nicht heute gewesen, wäre ich nicht gekommen. Ja, weißt du, es ist ein Mond spielt ja auch noch am Sonntag. Ja. Aber ich konnte leider nicht umtauschen. Ja, das ist blöd. Ja. Ja, von dem eine stabile Entscheidung. Best of both worlds. Ja, es war sehr speziell, als ich wieder da angekommen bin. Es war wahrscheinlich ein bisschen weniger hässlich gewesen, gell? Nur ein Mühe. Breakdowns für Ed Sheeran wahrscheinlich möglich für die von Paleface. Nur wenn der den Song mit Cradle of Filth spielt, dann nicht. Bruder, den Song wollte ich mal noch hören. Ja, aber der kommt noch nicht raus. Anyway, Ricky, mach mal weiter. Du bist Final Story. Final Story, ja. Ganz cool. Das Wetter war noch nicht ganz parat, aber die haben Gas gegeben. Ja, und sie haben ein tolles Slipknot-Cover angelegt. Yes. Und Duality. dann ist Conjunctive gekommen. Die haben mich im Vorfeld mega gefreut. Und sie haben so ein bisschen zu lang gebraucht für den Soundcheck. Irgendwie hat immer ein bisschen der Bass gesponnen und so. Der hat dann am Anfang immer noch gesponnen. Aber sie haben sich nichts anmerken lassen. Es sind ein männlicher Frontmann und ein weiblicher Frontmann, den sie haben. Das ist der Sänger von Voice of Ruin, oder? Ah, macht sogar Ja, Sinn, ja. ja. Ja, voll, es Eben. macht wirklich Sinn. Eben, Ich habe gedacht, definitiv. ich kenne ihn. Ja, ja. Aber sie haben eben auch noch einen weiblichen Ja, Frontmann voll. gehabt. Beide Ja. zusammen. männliche Frontfrau, weibliche Frontmann. Ein weiblicher Frontmann, ja. Finde ich sehr gut. Ja, die auch schon das Featuring gemacht hat bei Drill. Die ist Genau, auch Sängerin voll. dort, Das war oder? brutal gewesen, Und diese. das war wirklich ganz, ganz toll gewesen. Und ich habe im Vorfeld ja gesagt, sie tönen wie Save Your Last Breath, einfach in Welsh. Yep. Aber es ist schon nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Ja, Es ist wirklich der gleiche Musikstil Ja. in meinen Augen, aber sie bedienen den anders. Weißt du, was sie mich erinnert? Was? Entheos. Ja, die Ein kenne ich bisschen. zu wenig. Entheos, doch, die Oder habe ich die letztens live gesehen. gesehen, Ja, voll, die Ja. haben wir letztens live Ja. gesehen. Ja, es stimmt. Ein bisschen. Und ich habe letztens ein Interview gesehen mit der von Entheos, die hat gesagt, sie will alles selber können, so Clean, Slows und alles Mögliche. Ja. Und sie will nicht, dass noch ein Mann auf der Bühne ist, der singt. Ah, well. Da ist sie mega konsequent, darum Ja, kann sie okay. all die Geräusche machen. Aha. Aber dann ist Authority Zero gekommen, gell? Habe ich nicht gesehen. Das ist guter Punkrock gewesen. Gut. Da kannst du nicht viel mehr sagen dazu. Guter Punkrock. Hast du deinen Sound gesehen? Ja, voll. Das war wirklich geil gewesen. voll. Hat aber Asbest geschaut? Nein. Leider nicht, Aber weil als wir waren Best hier, gesehen. wir waren Wir sind hier und mit haben jemanden interviewt, der nächstes Jahr wieder Ja. ein Festival spielt um diese Zeit. Tatsächlich, ja. Ja, genau. Ja, und das ist auch offiziell draussen jetzt. Ja, Paleface am Weißt du, Wacken. das spielt am Wacken. Ja. Baliface.
habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, ist offiziell released. Geil. Jetzt hat der Janik erst gespoilert vorher und dann hat er so das Gefühl, nein, der wird ja released, nachdem das rauskommt. So, von dem her ist das Geil. Ja, sie sind unter den ersten 35 Bands, die es released haben, weil nächstes Jahr ihre 35. Geburt ist in Wacken. Wie alt wird es Gränichen nächstes Jahr? 30, oder? Oh, geiles Jubiläum. Ja. Ja. Also es ist die 30-jährige Ausgabe. Heftig. Oh, ich bin nur 2 Jahre jünger als Gränichen. Crazy. Also, es ist die 30. Aufgabe vom Gränichen und du bist nächstes Jahr 32. Eben. Ja, aber Das ist- 2 Jahre Corona. Okay, ja, fair. Dann bin ich. Also der Verein gibt es 30 Jahre, aber es ist jetzt die 30-jährigste Ausgabe. Ich bin verwirrt. Okay. Genau. Okay, ja, ich komme da bei dieser Mathe noch nicht ganz hin. Ich Ah, auch das nicht. ist gut. Du einfach die 2 Jahre Corona noch schnell ausblenden, Ah, ja. dann kommst du wieder her. Okay. Future Palace sind die nächsten gewesen, Ja. oder? Dort haben wir müssen, zusammen mit Final Story sagen, Jungs, Podcast ist cool, aber können wir Future Palace schauen? Weil, Dann sind wir Future Palace geschaut. Ja, ich habe es Ja. auch ganz geschaut. Bei ihnen bin ich am weitesten vorne gewesen von allen Acts. Bin ich in der zweiten Reihe. Ich gewesen. auch. Und dann hat irgendeiner mir Schlamm ins Gesicht gespritzt und ich habe mein Auge also ich habe wirklich Schlamm Ui. im Auge Ah, gehabt. Scheiße. Nicht Und gut links easy. von mir also, ja, zum Glück habe ich eine Brille gehabt, dann ist nichts in mein Auge. Nein, bei dir ist nichts ins Auge, weil ich vor dir gestanden bin. lol. Darum Ja. sehe ich jetzt auch so aus. Das ist alles von dem einen Zwischenfall. Der okay. Bauernlook kommt von dort. Ich habe überall ja. Schlamm. Ich habe in den Haarschlamm, ich habe in den Augenschlamm, ich habe überall Schlamm. Auf Jetzt. dem Hut. Ich bin eine richtige Schlampe. Oh, ich muss heim. Ja, same, ich auch. Definitiv. Ja, aber zum nochmal an die Lexi anknüpfen von heute Morgen. Diese Dame auch sehr gut mit Stimme. Ja. Die macht, da können sich auch noch Menge Leute eine Scheibe davon abschneiden, Ja, was da, super. Ja, wirklich geil. was da aus dieser, ich sage jetzt mal, ringfingergrossen Frau rauskommt. Ja, das Weil jedes ist Mal, wenn viel- ich auf der Bühne geschaut habe, wie gross das ist, ist sie etwa so ein Ringfinger gross gewesen. Ja. Aber das ist, weil ich einfach mega weit hingestanden bin. Ich wette, wenn ich neben ihr gestanden wäre, wäre sie grösser gewesen wie ein Ringfinger. Ziemlich sicher, ja. Ja. Alter, wir müssen aufhören. Ja. Aber nach Future Palace ist hässliche Musik angesagt worden. Desolated. Sie sind gut gewesen. Heftig. Einfach richtig aggressiv. Ja, Sie sind ja. wirklich so ein bisschen, schlägt eure Freunde und so. Also wirklich Ja. so ein aktives Aufrufen zu Gewalt. Ja, voll. Habe ich schön gefunden. Ja. Und ich habe das Geilste gefunden, wie sie angelegt sind. Der Sänger hat so ausgesehen wie so ein klassischer HC-Dude. Ja. Und der Bassist hat einfach ein Polo angehabt. Ja, so, voll. so ein richtig Streber-Polo, so, wo nur mal Hey, Leute so dürfen richtig- anlegen, so dass richtig gemobbt Engländer, werden. oder? So Das richtig ist Engländer. wirklich ganz Hast du meine verrückt These bei Drill nicht gehört? Je mehr das Band aussieht, als ob sie Mathematik studieren, umso mehr wirst du im Pit Nein. Das ist eben Die haben nur so einer gesehen, als gewesen. ob sie von der Pop, für sie sind Engländer, oder? Von der Szene von Malevolence wahrscheinlich. Nehme ich an. Ja, gut möglich. Was hast du mit Malevolence? Du musst nicht immer alles Der mit Bruder hat ein Malevolence... Malevolence-T-Shirt angehabt. Ja, du hast auch Malevolence Hoodie an. Ja, voll. Sind gut. Aber geil. Aber ja, der hat so das T-Shirt, wo jemand so ein Billardspieler will haben oder so. In der Ja, Bar. voll. Ach Oder so, also ja. Polo. Also wirklich Ja. einfach das Uncoolste, was du dir kannst Voll. vorstellen. Nein, und nachher Polos sind beim schon einen ziemlich das beim einen Uncoolste. Song haben sie gesagt, so wie, den Song haben wir vor 10 Jahren rausgebracht. Hätten wir den heute rausgebracht, weil es der grösste Hit ever war. Und ich so, ja, ich überlege so, alright. Ja. Ist ein bisschen buttered. Jemand ist ein bisschen buttered, dass ich jetzt so noch voll drin ist. Aber es war heftig. Ja, wirklich. Schön heftig. Ja, voll. Aber ja, dann Schon Hanabi, oder? Hanabi, ja. Haben wir die erste Hälfte können schauen, bevor wir Ja. haben müssen ein Interview machen. Ganz geil. Ja, wirklich. Absolut. Also gleich wie letztes Mal, als ich es gesehen habe, aber absolut solid. Und- Ich liebe, wie tief die Frauen singen. Mhm. Und inzwischen so die japanische Anime-Stimme auch so wie Do you like sweets? Ja, den habe ich gar nicht verstanden. Weil sie uns gefragt haben, ob wir gerne Süßigkeiten haben. Ja, voll, ist so funny. Ja, ja. So funny gewesen. Nein, brutal, Und sie hat brutal. den Gränichen gesagt, auf die Stunde. Geil. Das war beeindruckend. Gewesen. Nein, die sind einfach im Mood. Ja, die Band, voll. Outfitmäßig, Energie. Also, sie blasen irgendwie Ich alle, weiss was nicht, Energie was die in angeht. Japan in Kaffee tun am Morgen, aber es muss Koch sein. Ja. Und nachher immer, wo die Bassistin nachher den Bier chuckt, das ist so ein Move, den sie haben. Das ist auch ganz geil. Stimmt, das haben sie im Greenfield letztes Jahr auch schon gemacht. Ja. 2 Jahre. Das ist sehr geil. Nein. Die haben nicht letztes Die haben letztes Jahr am Greenfield Das Jahr. gespielt.
Nein, letztes Jahr. Nein. Hanabi hat doch letztes Jahr gespielt. Letztes Jahr. Haben die nicht vor 2 Jahren? Hey. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Es müsste eigentlich letztes Jahr gewesen sein, ja. Ja. Nein, sie sind ganz geil gewesen. Also die finde ich mega. Nachher Los Fastidios. Mit einem männlichen Frontmann und einem weiblichen Frontmann. Sie haben auch wieder beides gehabt. Und sie haben so Oi-Punk gemacht, hätte ich dem gesagt. Oder? Ja, das kann man so sagen, glaubst du, ja. Cool. Ja. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nicht gesehen. Echt so 3 Songs etwa. Also, 3 Songs bei ihnen ist ja nur etwa 6 Minuten. Aber das hat Fun gemacht. Ja, 3 Songs bei anderen sind 20 Minuten. Das muss man schon unterscheiden. Celli hat ja gesagt, sorry, der Song geht viel zu lang. Alles, was über 2 Minuten geht, können wir nicht mehr live spielen. Das heisst, bei ihnen gehen 3 Songs exakt 6 Minuten. Eben, so kann es gehen. Weil das bringt uns gerade zum Headliner von heute. Paleface. Swiss. Ja. Jawohl. Wir müssen unbedingt anfangen, den Namen richtig auszusprechen. Eigentlich schon. Wirklich von A bis Z überzogen. Und du kannst so unglaublich brutalen Sound machen und dann trotzdem eine Ballade bringen und die Leute gehen trotzdem voll ab. Also Respekt. Ja, das ist auch ein guter Song. Dann funktioniert es auch. Ja. Ich frage mich einfach, ob es auch Schlammengel gegeben hat bei ihnen. Ich glaube nicht. Aber es hat eine riesen Wall of Death gesehen, die habe ich gesehen. Leck mir. Ich habe mir alles aus einer sicheren Distanz angeschaut, weil ich nachher mit dem Auto muss heimfahren und keinen Bock habe, um das Ding morgen von innen zu waschen. Und das Schöne war halt wirklich, dass sie Freude hatten, dass man gemerkt hat, sie sind noch nicht so voll im Autopilot von der Tour, sondern es ist die erste Show. Das hat wirklich so ein bisschen durchgeschoben. Und sie haben Freude gehabt, dass sie in der Schweiz auftreten können. Also das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Ja, definitiv. PFS war einfach wieder unnötig hässlich. Also es ist einfach unnötig hart. Es ist wirklich einfach... Es ist geil, nötig hart. Ich finde es geil, dass einfach quasi die hässigste Band von der Welt einfach aus der Schweiz kommt. Ist es so? Also ich habe es wirklich ziemlich genial gefunden, wo ich eben vorne angekommen bin und sie noch am Spielen waren. Es ist wirklich so, danke. Das habe ich jetzt gerade so gebraucht. Nach Ed Sheeran habe ich das wirklich gebraucht. Und sie spielen gerade morgen in Rumänien, hat Janik gesagt, oder? Sie fliegen morgen auf Rumänien oder so. Krass. Ja, genau, voll. Ja. Das haben ja die Leute vor etwa... Je nachdem, wie lange das Interview mit Trust the Shark und Final Story gegangen ist, haben sie es ja nachher gehört. Ja, ich habe es gehört. Dann haben wir gerade vorher gesehen, vor ein paar Minuten auf der Bühne, Sperling. Ja. Bella, erzähl mal. Ja, also wie der Leni das schon so richtig angekündigt hat beim Podcast, was bei uns sind. Umi hat wieder mal stabile Bands auf der Umi-Slot gebucht. Und ich kann nicht glauben, dass die sicher schon fertig sind nach einer Stunde. Ich bin da gestanden und das ist der letzte Song und ich so, nein, ihr habt noch nicht eine Stunde gespielt. Ist schon ein Kontrast zu Battlesnake, muss ich schon sagen. Definitiv. Wow. Aber eben, ich meine, Paleface war da für die Metal Breakdowns und dann ist Sperling da für die Mental Breakdowns. Ja. Weißt du, ich habe gefunden, wenn sie die Clean Vocals mit Geschrei ändern würden und mehr Double Kick würden haben, wäre es eine Black Metal Band. Genau, if my grandmother had wheels, she would be a bicycle. Voll. Genau. Ja, sonst, du hast zwar recht, ja, aber... Eben. Ja, so keiner von euch hätte die Band Shoegaze Black Metal. Also für mich ist es die beste Entdeckung im Fall gerade. Eben, gerade Fan geworden. Danke vielmals. Ja, sehr gut. Wirklich. Also ich habe es jetzt einfach ganz... Sorry Janik, sorry Baby. Aber ich bin da gestanden und habe nach dem ersten Song so, boah, wie sind die jetzt noch besser als Paleface? Aber das liegt einfach daran, weil sie nachher nicht gespielt haben. Weil Paleface hat einfach schon geballert und ist die beste Band ever gewesen. Aber das Problem habe ich letztes Jahr ja Cabby Breakdown of Sanity und Sylosis. Ich habe Breakdown of Sanity geschaut, boah, das kann ja nicht mehr besser werden. Und dann ist Sylosis gekommen. Und dann einfach auf gleicher Ebene abgeliefert und dann so. Voll. Sperling ist weniger mein Sound, muss ich ehrlich sagen. Ja, also wenn ihr jetzt jemals Sperling schaut, ich übernehme keine Responsibility für irgendwelche psychischen Schäden, die ihr davon trägt. Aber dafür habe ich... Weil es ist harte Kost, es ist keine leichte Kost. Aber es war ein guter Soundtrack zu meinem Battle mit Schweinsteak mit Brot, wo ich dort gegessen habe. Das ist, Das ist etwas vom Funnysten ever gewesen. Ja. Der andere ist auf der Bühne am erzählen, wenn er struggelt, dass er irgendwie sich selber nie kann... dass er nie zufrieden kann sein. Dass er nie zufrieden ist und nie stolz ist auf sich selber, weil er immer das Gefühl hat, er muss nochmal etwas erreichen, Der Ricky hat wieder so ein Sandwich am Essen. So, ja. Bruder, ich glaube, wenn ich das abkriege, bin ich schon stolz auf mich. Aber das hat der Sänger ja gesagt, man soll sich an kleinen Sachen freuen. Das stimmt schon. Genau das, was er von den Leuten fordert. Du weißt, so wie der Ricky beim Essen von dem Ding ausgesehen hat, ist es auch ein Kampf gewesen. Ja, schon ein Kampf, ja. Ich habe es geschafft. Aber ja, das ist, ich
Blackout Problems im Sperling. Beste Bands vom Festival wahrscheinlich. Und nachher kommt auch noch God is an Astronaut, die haben jetzt vorher angefangen. Hey, die machen gerade einen schönen Soundtrack, um das ein bisschen auszukürzen. Aber was komisch ist, ich habe jetzt gerade gemeint, ich hätte Vocals gehört. Letztes Mal, als ich es gesehen habe, sind es noch eine reine Instrumental-Band gewesen. Haben sie es Vocals? Ich habe nicht gehört. Also ich habe jetzt schon etwas gehört. Du musst glaube Geister gehört haben. Ah, okay, ja, wahrscheinlich. Oder die Hawaii Bar. Ja, gut. Fair. Die Augen hast du gehört beim Schlafen. Cheers jetzt. Entre dos Tierras und God is an Astronaut. Ich höre beides. Ja. Geil. Richtig gut. Hey. God is an Astronaut, der Sound klingt eigentlich noch geil. Ja. Darum würde ich sagen, können wir es jetzt schauen. Ausser dir auch noch etwas Wichtiges zu sagen. Eigentlich habe ich nicht mehr Wichtiges zu sagen. Ausser kauft euch jetzt ein Ticket für das Open Air Grenchen, kauft euch jetzt ein Ticket für das Paleface Swiss Konzert in der Halle 622. Kauft euch eigentlich Tickets für alle Bands, die ihr live sehen wollt, wenn sie schon ein Konzert haben. Weil es ist gut. Und sonst, wir haben da gerade so ein paar Flyers gesehen. Wir können gerade einen Shoutout machen. Und was der Leni gesagt hat letztes Mal. Wir können jetzt nicht an einem Fest... an einem Open... Also den Bruder... Dann machen wir im nächsten Podcast. Jetzt sind es mega günstig. Wenn ihr es erst eine Woche vor dem Festival kauft, ist es super teuer. Aber lang voraus kostet es mega wenig. Alright. Also. Grenchen 26, du kommst auch. Jawohl. Das war geil. Erstes Mal Live-Podcast ever. Hey, haben wir wirklich mega gut gemacht. Stimmt, das haben wir auch noch gemacht im Morgen. Wirklich, das haben wir mega gut gemacht. Ja. Ich bin froh, wir haben es hinter uns. Ich habe mich so in die Hose geschissen, aber jetzt... Hat man den nicht angemerkt? Ich habe mir so in die Hose geschissen, wo Alex vorgelaufen ist, um eine Frage zu stellen. Ich habe es so verrückt gefunden, dass ihr beide nervös waren und ich nicht. Das habe ich easy amüsant gefunden. Ich glaube, das ist vielleicht auch dein als extra... Du nennst dich immer extra Wurst, aber du bist eigentlich genau gleich drin wie wir zwei. Aber vielleicht ist es das, du noch nicht so... Möglich. Dass es vielleicht nicht ganz so dein Baby ist wie uns. Aber du hast auch mehr Erfahrung als Politiker als mir. Das und auch zum Sachen moderieren. Vielleicht habe ich das nutzen. Voll. Ja. Yes. Ich habe es einfach sehr schön gefunden, Leuten auf die Schnurren zuzuschauen. Auf die Schnurren gehen. Und je nachdem können wir das ja eventuell, vielleicht, who knows, möglicherweise nächstes Jahr wiederholen. Vielleicht. Mal gucken. Aber ja. Merci fürs Zuhören. Danke vielmals fürs uns nochmal mitschnurren, Lea. Voll. Ja, ich habe nicht so viel gesagt, aber hey, merci vielmals sind ihr alle auch am Grenchen dabei gewesen. Tickets könnt ihr jetzt schon kaufen für nächstes Jahr. Voll. Also schlönt zu. Jetzt aber nur mit den Tickets? Ja. Oder in einem Paleface Swiss Pit? Nicht euch Kollegen. Ist der Zelli happy? Voll. Ciao zusammen. Bye. Welches ist das Outro? Erste. Ja. Ja, und weil Lea jetzt nach dem Outro reinschnurren, muss ich das nochmal machen. Wir wünschen euch einen schönen Ciao. Ciao, du Spaghetti.